Grüezi wohl, meine Herren. Willkommen zu Metal Servola, Folge Nummer 40. 40, Alter. 40. Ich habe ein Problem, weil ich habe gerade einen Schluck nehmen und gemerkt, dass mein Mikrofon dort ist, wo ich meine Flasche hinhebe. Ja, das ist Problem. Gib mir schnell eine Sekunde. Komm mal ein bisschen zurück, dann sind wir im Bild. Ein bisschen hochgesetzt heute. Ja, so ist gut. Aber jetzt sind wir jetzt weit. Du musst noch mehr zu mir kommen. Da. Du bist gar nicht in der Mitte. Hey, jetzt okay. Das ist gut. Also, wir haben jetzt ein paar Folgen mit Gästen gehabt. Eine ganz kurze Zwischenfolge ohne Gäste, wo wir jetzt gestresst am Schluss. Ja, wo absolut nicht kurz war, sondern etwa gleich lang wie alle anderen. Ja, fast. Okay, wir haben nicht 1,5 Stunden. Nein. Aber wir sind zurück mal im Home-Studio. Mal zweit. Mal ganz chillt. Ja, endlich können wir wieder mal sagen, was die Sache ist. Endlich müssen wir auf niemand anders hören. Endlich können wir wieder in unseren Scheissdreck in die Welt rauspalavern, ohne dass wir Rücksicht nehmen auf irgendwelche anderen, ohne dass wir irgendwelche anderen Meinungen anhören. Genau. Jetzt gibt es nur noch ein von uns zwei. Voll. Und dann können wir ein bisschen Konzerte, ein bisschen Releases anschauen. Ich meine, es hat sich einiges gesammelt. Die letzte Folge haben wir vor einem Monat und einem halb gemacht. Also. Das wissen die nicht, weil ja, wir haben sie gestaffelt rausgebracht. Ja, genau. Professionals. Erstmal, ja, macht keinen Sinn, wie 2 Folgen am gleichen Tag rauszuhauen. Kann man schon machen. Man kann auch 2 Instagram-Posts am gleichen Tag machen, wie man vergessen hat, einen zu machen. Ich weiss jetzt nicht, wer das wir machen, aber... Ja, genau, stimmt. Das ist auch etwas, was ich nicht vergessen habe. Allerdings mit der Band ist auch genau das Gleiche. Ich habe immer noch Fotos von fucking Konzert von vor 3 Monaten, die ich noch nicht gepostet habe mit der Bandkonto. Hör mir auf. So, fuck, man. Weißt du, was ich das Geilste finde? Gestern haben wir ein Musikvideo gedreht. Für alle, die sich fragen, wieso wir ein Musikvideo drehen, wenn wir vor 2 Wochen ein Musikvideo rausgebracht haben. Hast du nie genug gehabt? Kann man machen. Wenn ihr euch fragt, wieso wir das machen, dann überlegt euch einfach mal für 2 Sekunden, was das eigentlich heissen könnte. Ja, und dann sind der Timo und der Domi im Bandraum gekommen und haben den ganzen Merch, was sie bei sich daheim hatten, weil sie den Merch verschickt haben, mitgenommen. Ja. Und ich habe herausgefunden, nachdem ich bin der Meinung, ich habe öfters mal gefragt, ob wir noch CDs und irgendwelche Merch haben, die wir nicht mehr dabei haben, ob wir das Zeug noch haben. Beanies haben ja keine. Und ich bin mir ziemlich sicher, Beanies sind weg jetzt. Beanie hast du das letzte bekommen, die haben wir keine mehr. Nein, ich habe keins bekommen. Hast du keins bekommen? Ja, fucking, stimmt, du hast es ja nicht bekommen. Bloody hell. Ich warte auf den Reprint. Auf den nächsten. Okay, warte schnell, weißt du was? Beanie kann ich dir glaube ich, so können wir Beanies, die haben wir ja selber gemacht, basically. Wir haben Beanies gekauft. Und die Patches, wo ein Versus-Logo drauf gestempelt ist, selber gemacht, die Leder-Patches haben wir selber gemacht. Timo und der Domi haben die Patches gestempelt und dann auf die Beanies genäht. Also theoretisch gesehen können wir easy Beanies wieder... Theoretisch gesehen können wir einen Service anbieten, krass, ja. Dass ihr könnt unsere Beanies an eine Show bringen. Dann machen wir... Nein, das mache ich jetzt, das sage ich jetzt nicht. Aber theoretisch gesehen könntet ihr ein Beanie bringen, wir stempeln das Versus-Zeugs drauf und dann haben ihr ein Versus-Beanie. Ja. Ja, und dann war eben das Gute gewesen. Ich habe seit 4 oder 5 Jahren, ich weiß nicht, die Eversis schon länger verfolgen, wissen, dass wir mal ein Longsleeve hatten mit dem Artwork drauf, wo auch auf unserem Sticker ist, mit dem Bingo, mit Maschinengewehrarm und Zombie-Laser-Augen. Und das Longsleeve war beliebt gewesen. Also von denen haben wir 100 produziert und ich habe die letzten 4 Jahre gesagt, dass wir keine mehr haben. That was a fucking lie. Ich check nicht, warum. Wir haben den gleichen Amount of Gain, aber schau dein Mikrofon an, das ist crazy. What the fuck? Ich glaube im Fall einfach, meine Stimme hat so ein... Ja. Für alle, die sich jetzt fragen, der Ricky und ich sehen die Waveform von unserem Audio. Und ich glaube, meine Stimme ist einfach ein bisschen prägnanter. Oder ein bisschen, sehr prägnant, ja. Die geht einfach mehr rauf. Aber du bist ja gleich. Vielleicht habe ich einfach mehr Druck in der Stimme, so wie der Brian und der Josh. Das ist auch so. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass wir haben noch von denen. Also wir haben absolut nicht mehr viel und nur noch eine Grösse. Aber wir haben noch von denen. Das heisst, ich muss jetzt irgendwie herausfinden, wie wir die unter die Leute bringen. Weil so viele Leute wie fragen, könnten wir die für das Kopfverdammsvermögen verschütten. Ja. Ja, und jetzt habe ich heute im Bandraum mal eine Zählung gemacht. Völkerzählung von Merch. Jetzt weiss ich wieder, was wir haben. Das ist gut. Bundningskapital, das muss alles weg. Alright, gut. Müssen wir überlegen, wie. Ja, wir müssen auch wieder mal Zeugs printen. Wir haben die Hälfte von der Größe einfach nicht mehr. So, XL haben wir nicht.
L auch nicht. Mal, wir haben ein Shirt. Also das Gute ist, ich habe jetzt angefangen, auch von jedem Merch-Artikel, den wir haben, einen auf die Seite tun, dass wir ihn im Bandraum aufhängen können. Also so eine Memorabilia-Kiste haben. Ja. Von dem her, falls irgendeiner als allererste Versus-Shirt hat, das mit dem Mittelfinger drauf, und bereit wäre, das uns zurückzuverkaufen zu einem angemessenen Preis, würde ich sonst nehmen. Damit wir das können als Andenken in unserem eigenen Bandraum haben. Beanie ist dasselbe. Von dem her, ja. Nein, Dings, ich habe eben gemerkt, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber scheinbar kauft niemand kleine Grössen. Es ist so, alle haben gerne oversized und dafür haben fette Brüder jetzt keine T-Shirts mehr. Früher ist L und XL nicht weggekommen. Ja. Also, als wir angefangen haben, Merch zu verticken, ist das S und das M weggekommen. Und jetzt kommen L und XL weg. Ja, weil irgendwie alle wollen oversized. Vom einen das blaue Shirt mit unserem Logo drauf. Das grosse Logo vorne drauf. Das haben wir im M nicht mehr. Im L haben wir das nicht mehr. Oder M haben wir es nicht mehr. Irgendeine Größe haben wir es auf jeden Fall nicht mehr. Notiert jetzt, das sind Logistik-Tipps vom Metal Server. Genau, also wenn ihr Shirts kauft, schaut ihr mal, dass ihr einfach vielleicht nicht 100 bestellt. Ja, L und XL ist am meisten was weggeht. Ja, es kommt darauf an, das ist bei den Brudis, aber bei den Brudins... Ja, Brudins nehmen eben auch oversized, oder? Ja, aber bei den meisten Brudins ist eben ein M schon oversized. Dafür haben wir viel fucking M. Ich habe mega viel Mal muss ich Brudins überzeugen davon, dass sie ein M sollen nehmen, weil wir nur kein S mehr haben. Und sie so, ja, aber das ist ja mega zu gross. Und so. Das ist jetzt aber, das ist eben das ist der Dings. Das ist der, ich habe mal jetzt, super, es fängt schon an. Es kommt gut. Ich habe mal einer Kollegin erklärt, die hat, jetzt ist sie verheiratet mit dem Dude, also von dem her wahrscheinlich jetzt klappt. Alright. Sie hat mich und den Kollegen, wir sind nicht mehr zu Nachtessen gewesen, weil wir etwas geplant haben. Und sie hat uns gefragt, wie sie es echt schafft, dass, wenn sie heute Abend heimkommt, weil ihr damaliger Freund noch am Arbeiten ist, dass wenn er vom Arbeiten heimkommt, dass er noch Bock auf Sex hat. Wie sie es schafft, ihn da. Weißt du, weil wenn du abends heimkommst nach dem Arbeiten und einfach so am Arsch bist, willst du nicht unbedingt gerade noch das gute alte Wurstversteck ins Spiel spielen. Weil du einfach nur denkst, boah, jetzt einfach Unterhose abziehen und duschen und weiss nicht was, und nachher ins Bett und fertig mit dem Tag. Ja. Und dann hat sie das Gefühl gehabt, für sehr viel als Preference Shirt so verkauft, genau. Hat sie das Gefühl gehabt, okay, sie steht einfach so nackt im Türrahmen. Und dann haben wir beide das Gefühl gehabt, nein, das sieht nicht. Nackt im Türrahmen ist zu frontal. Das ist zu aggressiv. Ja. Das ist zu aggressives Marketing. Das ist wie wenn du an der spanischen Küste entlang so machst du dich strafbar. Wie wenn... Das schon nicht, aber das ist wie wenn du an der spanischen Küste entlang laufst und irgend so einer mit so Lackschüli und einem Anzug kommt und will dich in sein Restaurant reinziehen. Das ist so wie das. Und dann haben wir ihr den Tipp gegeben, dass sie einfach eins von seinen Shirts, dass sie nichts anlegen darunter, also keine Unterwäsche, sondern nur eins von seinen Shirts. Ja. Einfach eins von seinen Shirts. Aber das ist mir ja viel zu gross. Aber das ist es. So bekommst du ihn. Das ist es. Das ist der, Ladies, Gentlemen, das ist der Tipp. Wenn ihr das wollt, dass euer Partner, eure Partnerin, eure... Ja. Nein, ich mache keinen dummen Witz. Justin Bieber T-Shirt. Euch anspringt oder euch anschaut und denkt, ho. Einfach nichts drunter. Für Dudes ist das ein bisschen blöd, wenn nach der Pimmel raushängen, sieht es halt nicht so sexy aus. Frauen haben halt einfach, das haben wir ja mit Expello schon diskutiert, Frauen haben halt einfach den Vorteil, dass sie formschöner vollendet sind. Also wenn es ein XL ist, dann kannst du auch das Kleid brauchen. Ja, aber eben rein designtechnisch sind Frauen einfach eine vollendetere Form. Und dann einfach quasi mit dem T-Shirt, mit dem T-Shirt von ihm, was hoffentlich, also wenn der Partner kleiner ist als selber, dann wird es schwierig, aber einfach, wenn der Partner grösser ist, dann ein T-Shirt vom Partner nehmen, anlegen, nur das und dann so am Türrahmen stehen sagen, hoi. Ja, das haben wir gerade erinnert, auch unsere Diskussion mit Expello ja, das habe ich ja gerade gesagt. Wegen Design, ja. Eben, genau. Das ist meine Referenz zu dem. Falls ihr nicht wisst, von was wir reden, Expello Podcast auschecken. Beste. Eben einfach, am besten ein weißes oder whatever, fuck. Einfach irgendein bestes Black Metal Band Shirt. Am besten ein Black Metal Band Shirt. Am besten ein Metal Servala Shirt. Ja, fix. Oder ein Whiteout Shirt oder ein Versus Shirt. Zu gross. Links im Bio. Und dann einfach dort stehen und sagen, hallo und das.
gibt euch garantiert. Das 100%. Das ist der Move. da werdet ihr garantiert abgedickt oder abgepusset nachher. Yes. Das ist der Move. Jawohl, so jetzt gut. Voll. Cancellation out of the way. Ja, genau. Wie sind wir auf das gekommen? Aber ja, Tipps und Tricks mit Metal Cerebral. Wie sind wir Wie jetzt du auf deinen das Partner gekommen? kannst entführen. Nein, nicht entführen. Verführen. Verführen. Entführen wäre auch geil. Ja, aber je nachdem, wie horny das der Partner ist, kannst du ihn entführen, weil er dann einfach nicht reinlässt. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Das ist so, aber wie gesagt, dein Deutsch ist wesentlich besser als mein Spanisch, von dem her. Ja, warte mal. Wie sind wir auf das Ganze gekommen? Keine Ahnung. Wir haben es von Shirts gehabt. Ja, Merch Mit Grössen. Logistics. Ah, genau. Mhm. So. wir sind drauf gekommen, weil ich kann mir ein Shirt verkaufen. Am Mhm. Konzert in Bern, am ersten, wie hat es geheißen? An der ersten Bern. Brutality, Acts of Schlägerei, weißt du, sehr viel als Breath. Acts of Aggression. Genau, der erste Acts of Aggression Mhm. Tour bin ich am Shirts verticken für sehr viel als Breath. Und dann hat eben auch so in der Mühle. ein jüngeres Mädel da gehabt, das das Gefühl hat, aber das M ist mir zu gross, weil es nur noch das M kann vom einen Shirt und nicht mehr das S oder so. Und dann habe ich eben das Case aufgebracht, dass es für die meisten, ich spreche jetzt auch für die meisten Männer, ich mache das jetzt einfach, ich bin das Sprachrohr für Männer, nichts Sexieres gibt, wie einfach nichts drunter an und ein kleines grosses Shirt. Ja, und dort hast du den Tipp gegeben. Und dann habe ich das Shirt verkauft. Ja, gleiche Weil Konzept. ihre Kollegin, sie hat das Gefühl, nein, und ihre Kollegin, doch, das stimmt. Ja, in dem Konzert habe ich auch Magic-Karten von Silver Breath gekauft. Das war lustig. Beste. Also, wenn ihr eine Merch-Idee wollt haben, kauft mal eine Box von Magic-Karten mit Boosters und einfach vertickt die. Ja, Es ist so ist geil. smart. Ist fucking Man smart. verkauft auch so, du könntest auch so Zahnpasta verkaufen. Ja, fix. Also, Boah, ich kann falls irgendjemand von euch bei so einer Werbeagentur schafft, wer sie will schon lange WC-Papier als Merch haben Mhm. oder so Necessaire-Sitz, weißt du, so Zahnbürsteli, Zahnpasta und ja, was man halt immer noch Ja. das. Dann einfach so. ich meine, das So Einzige, Reiseset. was fehlt für Silver Breath, ist, dass sie mal einen Song bringen mit dem Namen von einer Serie von Magic und nachher einfach die verkaufen. Wie es der Name vom Song ist. Also Safer als Breath hat sowieso alles dabei an Merchandise. Ja, Also, ja, voll. also die haben einen Ikea dabei. Die Ja. haben ein scheiß Kleidergestell dabei, das sie Mhm. mitnehmen zum Aufbauen. Einfach, ich habe eine Idee. Wenn ihr mal Bock habt, mal eure Idee mit uns zu teilen, wegen was für ein cooler Merch-Teil wird. Sonst, wir haben immer nur T-Shirts, Beanies, usual, oder? Ja. Schreibt einfach in Spotify die Comments. Ja, Spotify hat Comments. Gehen wir mal schreiben mal, was ihr so für Merch eigentlich wünschen würdet von anderen Bands. Dann können wir es teilen in der nächsten Folge. Oder, warte schnell, ich habe eine Idee. Oder in YouTube könnt ihr das auch Was ich jetzt kommentieren. mache, mache ich jetzt eine Instagram-Story auf dem Metal Server Account. Alright. Was fändet ihr cool, wenn Bands das würden als Merch anbieten? Das ist eine gute Idee. Ja. Das ist eine super Idee. Und dann Mhm. alle so, hey, da sind die zwei wieder da. Also, warte schnell, schau mal schnell die Kamera, machen wir das Foto. Alright. So, Safer als Breath hat gerade gepostet, dass wir ihnen folgen auf Spotify und so. Haben Sie schon Machen reagiert? das. Okay, so. Sehr gut. Genau. Das ist eine Umfrage, oder? Ja, voll. Umfrage. Okay. Paul. Nein, eine Poll ist etwas anderes. Ist nicht eine Poll. Umfrage ist ja, nein. Aha. Das ist nur eine Frage, oder? Ja, Frage, glaube ich. Ja, genau. Frage, genau. Genau. Voll. Das zu dem. Sonst, ja, das sind mal Tipps und Tricks für Merch gewesen. Absolut Ja. gute Tipps und Tricks. Ja, gute Tipps und Tricks, die wir selber nicht verfolgen. Ich meine, wir müssen schon lange neue Designs raushauen. Aber ja, it is what it is. Es nimmt alles Zeit und Aufwand. Aber Wir ja, haben den geilsten Merch. Es steht nie ein zweiter drauf. ja, so, wir haben Beanies, die so ein japanisches Ding sind und ich weiß nicht, was da steht. Ich habe einfach gemeint, die haben Whiteout auf Japanisch Hm. übersetzt. Nein, das ist. Ja, das sind eigentlich jetzt Whiteout Beanies, aber das ist vom Mike von Black Oath. Ah, okay. Weil wir haben eben, Hälfte von Whiteout Merch ist Black Oath Merch. Das ist eben der Dingsbums, der Brand, Clothing Brand von Mike, von D-Promi-Sänger. Genau. Übrigens, haben wir letztes Mal gesagt, dass der Mike im Bachelorette ist? Wir haben noch nicht wirklich darüber geredet. Wir haben mit Mhm. Safer als Breath darüber geredet. Ja, Dann haben wir es so rausgecutten wahrscheinlich. Stimmt, ja. Weil, Wir haben ein bisschen weil einer von diesen beiden so viel erzählt hat. also wir haben nicht gewusst, ob er zu viel erzählt hat, aber er hat einfach Zeug erzählt, wo Ja. man nicht kann wissen, wenn Mhm. man nicht im privaten Unfall von Mike Ja, ist, genau. von dem her. Ja, genau, voll. Aber das ist funny. Wir machen Was ich immer. herausgefunden habe, Was? am Kamigawa-Konzert, Mhm. ich nenne jetzt keinen Namen, aber irgendjemand, der dort war, schafft bei 3+.
Ohne Scheiß. Und ist dort in der Produktion von Bachelorette oder dabei. gut. Und er hat es fucking funny gefunden. Dann haben wir etwa 4 Stunden darüber geschnurrt. Richtig geil. Und was mega lustig war, er hat dann das Gefühl gehabt, ich habe das Gefühl gehabt, aber irgendwie, es sieht mir jetzt alles, was der Mike und so postet, sieht aus, als ob die einfach so, die Dudes einfach so Bros gewesen wären dort in dieser Ferienwohnung. Also, es ist so, Dudes halt einfach so Bro-Time. So, Ja. wow, wurde geil. Ja. Am Schluss nimmt die andere mit heim. Und bei den Frauen ist es so ein bisschen, wie man sich das klischeehaft vorstellt, so nicht so Bro-Time. Ja, es ist funny. Also wir machen immer Montags Bachelorette Day und schauen jetzt da mit Ey, nächste Woche mache ich auch mit, weil ich habe jetzt endlich, nicht endlich, falls irgendjemand von euch mir privat auf Instagram, falls irgendjemand von euch fortunate enough ist, mir privat auf Instagram zu folgen, wenn ich ihn angenommen habe, oder die mich halt einfach so kennen und ihr euch gefragt habt, wieso dass ich die letzten 3 Monate einfach Kopfverteilung überall war, aber nie daheim. Ja. Ja, sagen wir es mal so. Durch externe Einflüsse habe ich ein bisschen mehr Zeit gehabt als sonst. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, Also jetzt, ich könnte euch mal überlegen, was das eigentlich könnte heißen. Ich wollte jetzt nichts sagen, einfach, ja, sagen wir es mal so. Gewissen Branchen, wo ich drinnen gearbeitet habe, geht es nicht so gut. Und ja, jetzt ist das fertig leider. Jetzt fangst du muss wieder an. am 1. Mai Back to the fange grind. meinen neuen Arbeitsvertrag an. Voll. Back to the grind, Alter. Aber es ist super, weil ich habe einen wesentlich besseren Job als voran. Wesentlich interessanterer Job als voran. Viel besser. Job, wo ich viel mehr fordern. Gut. Ich arbeite nur 80%. Super. Verdiene gleich viel wie vorher bei 100. Perfekt. Leben läuft. Ja. Schönes Leben. Und alle, wenn ich das erzählt habe, so, aber wieso schaffst du nur 80%? Ich so, ja, wieso nicht? Geil. So, ja, aber du könntest ja 100 schaffen und mehr Geld verdienen. Ich so, ja, aber ich habe ja gleich viel Geld wie vorher, wo ich 100% geschafft habe. genau. Das haben wir ja gelangt. Ja, voll. So, wieso müsste ich mehr Geld haben? Ich habe lieber mehr Zeit. Weil wenn ich keine Zeit ist Gold wert. Bruder, wenn ich keine Zeit habe, um das Geld auszugeben, was bringt mir das Geld? Ja, voll. Genau. Das habe ich mit wem habe ich das jetzt diskutiert? Mit dem Mike. Mit dem Mike von Affat. Klar mit dem Mike. Das war's. Ja, der Mike ist auch so ein Grinder. Vielleicht bald. Welches ist das jetzt? Yeah! Das ist der Yeah, okay. Vielleicht ist er bald bei Yeah! Oh shit! Ja, aber oh shit! das ist auch am Saviors of Kamigawa passiert. Von dem her musst du nachher schnell hören, wenn man das gehört. Ah ja, ich lasse es weg. Ne. Gut. Ja, eben, auf jeden Fall. Geil, alright, cool. Wir haben diskutiert darüber, dass man reichen Leuten einfach das Geld streichen. Sorry, was willst du mit mehr als 1 Milliarde? Hey, wenn du 1 Milliarde... stell dir mal vor, wie viel hast du? Überleg dir mal, wie viel Jahreslohn du hast. Dann überleg du mal, wie weit weg du von der Armut bist. Und überleg mal, ob dein Leben mit diesem Lohn eigentlich nicht ganz okay ist. Weil logisch, es geht immer mehr, aber ist es wirklich besser, wenn du mehr hast. Also, ich habe nicht allzu viel Lohn. Also ich habe jetzt mittlerweile wieder also hätte ich nicht, würde ich nicht 80% arbeiten, hätte ich einen guten Lohn für das, was ich mache, aber ich arbeite 80%, darum das ist it is, what it is. Diese Konsequenzen musst du leben. Aber eben, ich meine, was willst du mit fucking... So, irgendwann bringt ja mehr Geld nichts. Du kannst ja nachher, wenn du schon 10 Firmen hast und 14 Städte dir gehören, wo du... Also, was bringt dir mehr Geld? Du kannst nur noch mehr... Also du wirst dann einfach nur noch grösser und kannst nur noch mehr Firmen haben. So. Aber irgendwann... Darum einfach ab, ich sage, einer gewissen Anzahl, sagen wir mal 5 Milliarden, wird einfach... ist der Cap, du kommst eine Medaille über, drauf steht, du hast Kapitalismus gewonnen, fick dein Knie, alles, was du jetzt erwirtschaftest, geht an den Staat, geht an die Leute, geht an die Armen, geht an irgendjemand einfach nicht mehr an dich. Ja. Das fände ich eigentlich ganz cool. Alright, Bella sagt, wäret für die Kommunistische Partei. Und nachher wandern alle Reichen auf Timbuktu aus und wir müssen viel mehr Steuern zahlen. Ja. Super gemacht. Das ist das, was die SVP will. Das ist das, was sie euch sagen wollen. Glaubt ihre Propaganda nicht. Es ist immer das Gleiche. Wir verlieren unsere Jobs. Wir verlieren unsere Jobs und unsere Steuern auf. Es ist immer das. Ich weiß, ich soll ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung von Parteien in der Schweiz. Ich weiß einfach, die SVP und der Rest. Das Ding ist, die SVP ist halt Polarisieren. Genau, danke, Vicky. Ja, voll. Obwohl, ich kenne die Grünen wegen Brian. Ich glaube, das ist Grüne. Ja, der Brian ist doch bei der Lega. Wer ist Lega? So eine Nazi-Partei. So eine Nazi-Partei aus dem Tessin. Er kann gar nicht dort sein. Alright. Das geht so eine Scheiße im Tessin. Ja, krass. Das sind nicht. Alright. Auf jeden Fall, ja. Du lernst etwas Neues jeden Tag. Wo sind wir? Aber ja, du bist ja
Hast du eine Reise durch die Welt gemacht, oder? Ja, ein bisschen, nur durch Europa. Erzähl mal. Ja, also. Ich bin ja 2 Skilager geleitet. Ich bin mit sehr viel als Bref auf Tour gewesen. Dann bin ich noch, was habe ich gemacht? Ich bin auf Budapest. Stimmt, ja. Also zuerst bin ich noch auf Porto. Hast du die Ruinenbar dort gesehen? Ja, das ist geil. Das ist geil. Also jetzt bin ich auf Porto. Dort bin ich portugiesische Gipfeli essen, portugiesisches Essen, bin Portwein trinken, habe ein Tattoo gemacht. Ah, Scheiße. Ja. Weißt du was? Ja, der ist neu. Ah, fuck, alright. Nicht check. Und ja, das haben wir gemacht. Dann bin ich heimgekommen, dann bin ich mit Save Lost Breath auf Tour. Das war das war vorher noch. I don't know, ich habe die Zeit verloren. Ist ja gleich. Also, dann bin ich Mountainbiken, dann bin ich auf Budapest. Voll. Aber ist es die Ruinenbar, die ich dir geschrieben habe? Ja, es war die. Ist die gewesen? Genau, die andere habe ich ja gar nicht so gross gefunden. Aber ich habe auch nicht wirklich gesucht. Das ist schon eine sicke Location. Also, geil. Alter. Ich würde jetzt so gerne das Konzert spielen. Falls du schon mal in Budapest warst, in der Simplakert, in dieser berühmtesten Ruinenbar. Und ich bin völlig falsch gewesen, weil alle haben gesagt Ruinenbar. Und ich so, boah, geil. So alte Burgruinen. Und dann hat meine Kollegin, die aus Ungarn kommt, das Gefühl gehabt, Bruder, nicht alles ist Mitteleuropa. Es sind nicht überall Burgruinen. Ja, das ist einfach so, basically ist es einfach so ein altes Wohnhaus, wo niemand mehr drin wohnt, wo halt einfach, basically ist es eine besetzte Hütte. Es ist eine besetzte Hütte, aber anstatt dass es eine besetzte Hütte ist, ist es eine offizielle Bar. Und es ist riesig und es ist geil. Hättest du noch den Food Festival gerade dort gehabt? Ja, das ist gerade nebenan. Das ist sexy, ja, dann ja, geil. Ja, das ist wirklich geil gewesen. Ja, Budapest ist schön. Es ist wirklich eine brutal schöne Stadt. Also vor allem, was ich einfach krass finde, ist die huren Sowjetbauten. Die huren Kommunisten haben schon gewusst, wie man im Westen zeigt, dass man besser ist als der Westen. Gottverdammt, weißt du, ich habe der Kollegin, die von der kommt, so ein Video geschickt und sie hat das in Instagram geteilt und alle ihre ungarischen Kollegen sind am Sterben vor Lachen. Weil ich einfach so, zur Nacht auf der Brücke, ich einfach so, Alter, wie spinnt ihr eigentlich? So, dort hast du ein Schloss, dort hast du ein Ding, das ist absolut unnötig gross, dort hast du das Teil und das Parlament ist einfach das most insane James Bond Villain Gebäude, das ich je gesehen habe. Das ist crazy, was ihr da habt. Also, das ist insane. Das ist einfach, ich glaube, 270 Meter langes Gebäude. Und Google jetzt Ungarn-Parlament und sag mir, dass es nicht aussieht, als ob ein James Bond-Bösewicht hätte. Das ist vor dem Fluss, oder? Ja, es ist einfach an der Donau noch, zu allem anderen. Fuck, it's fucking insane, ja, man. Eine schöne Stadt. Ja, wirklich, es ist brutal schön. Voll. Fahren immer kleine Trämchen rum. Stimmt, ja. Ja, das ist geil. Ja, denkst da fahren auch Trämchen über, fahren Leute über. Nein, sagst du schon Leute über? Nein, aber doch. Doch, right. Überfahren. Ja. Überfahren. Doch richtig Deutsche dort. Ja. Das Geilste am deutschen Satz ist, das Geilste am Deutsch ist ja, dass Umfahren und Umfahren das Gegenteil ist. Stimmt, ja. Voll. Ja, aber denkst du, es ist... Ich habe etwas Geiles gelernt, Alter. Ich habe gelernt, dass die haben überall Homemade Lemonade. Das ist der Shit, Alter. Dann hat es einfach so, ich habe das dann angefangen, die heim machen. Du kannst einfach so ein Glas über so ein Halbliter Glas und dann hat es irgendwie so eine Orange reingedrückt, Zitrone und irgendwelche Früchte und sonst so ein Scheiß. Ja. Und das ist einfach alles vermanscht und mit Blubberli-Wasser gefüllt. Und es ist so erfrischend, es ist fucking insane. Ich habe heute zum Mittag schon wieder einfach eine Orange, eine ganze genommen, so einen Pitcher rein da, einfach so zerdrückt und dann noch mit so einem Stößel vermanscht und dann eine halbe Limette drin. Und dann ganz mit der Schale? Hä? Mit der Schale? Ja, einfach verdruckt da drin, Alter. Ich muss das mal machen beim Sommer. Crunchen, Alter. Und dann einfach ein bisschen Ahornsirup drin für ganz wenig, so ganz wenig süß. Und dann mit Sprudelwasser gefüllt. Ja. Eiswürfel drin. Beste Leben. Geil, muss ich mal checken. Ja, dort habe ich nur Bier getrunken. Ich habe nicht so viel Alkohol. Ja. Ja, doch schon. Ja, ich bin dort im Restaurant gekocht und habe gefragt, ob sie auch so etwas wie so Schnaps haben, was nach dem Essen trinken. Und sie so, ja, sie, Palinka. Und ich so, ja, gut. Und ich frage sie so, welches ist der Beste? Und sie sagt, der mit den Elderflowers. Ich so, okay. Und dann nehme ich so einen Schluck davon und so, boah, die Frau will mich umbringen. Hey, fucking hell, das hat brennt in meinem... Nein, ich würde alle ungarischen Bier probieren, alle Pilzbier und so. Ist geil. Aber ja, voll. Nachher ist noch mehr gereist, oder? Hä, was? Wo bist du nachher noch gewesen? Im Europapark.
Letzte Woche bin ich am Montag in Europapark. Mhm. Ist sehr cool, es war kalt, so 7 Grad oder so. Ah ja, das war der Ohren. Es ist einfach kalt geworden plötzlich. Sick gewesen im Europapark. Und dann habe ich spontan ein Ticket auf Barcelona gebucht. Mhm. Vom Dienstag am Dienstag. Am Mittwoch war der Flug gewesen. Ja. Und dann bin ich mit dem Nico bouldern. Shoutout Nico und Kamerabrudi. Erzähl mal, wie der Nico dazu ist. Und der Nico so, wir sind am Bouldern gewesen. Und ich so, geil. Und dann hat es mich aufgeregt, weil ich habe dann erzählt, dass es hat nur noch entweder Hostels gehabt oder viel zu teure Hotels. Mhm. Und ich habe keinen Bock, also wir nicht Hostel pennen, wegen anderen Leuten. Oder dann einfach keinen Bock gehabt, in einem viel zu teuren Hotel gewesen, weil wir reden also von 200 plus Stutz pro Barcelona Nacht. Also 200 Stutz pro Nacht. Ich zahle nicht 150 Stutz für den Flug und dann 400 Stutz zum zweimal Nein. Und dann der Nico einfach so, Barcelona würde ich eigentlich auch gerne wieder mal gehen. Ich so, ja, komm doch mit. Und er so, ich habe ja eh nichts zu tun. Und er hat am Abend noch Tickets bestellt. Ist auch mitgekommen. Am Flughafen sagt er so, du gehst doch allein. Weil er halt nicht am Abend E-Checking gemacht hat, das am nächsten Tag machen. Dann war der Flug überbucht gewesen. Und hure Ghetto, wir Panik am Schieben, wir nicht gewusst, ob wir blablabla. Es hat sich nicht gelohnt, einen Tag später zu gehen, weil wir sind nur 2 Tage gegangen. Du hast mir Hashtag Taylor Swift. Du hast mir so eine Panic-Voice-Memo geschickt am Morgen, als ich am Arbeiten war. Ja, ich so... Ja, schönes Leben für Ja, das Ding ist, weißt du, so, ich wäre ja alleine auf Barcelona und das wäre kein Problem gewesen. Wäre ich alleine in Barcelona gewesen, das wäre voll easy gewesen. Aber der Fakt, dass der Nico mit mir am Gate gestanden ist, das ist schon blöd. Das wäre dann hure... Weißt, das ist dann... Weißt, er ist neben mir am Gate gestanden und wenn ich dann trotzdem alleine in Barcelona wäre, wäre es einfach so unnötig gewesen. So assi bist du auch. Dann hat er es einfach geschafft. Ist einfach aufs Flugzeug gekommen und dann sind wir 2 Tage in Barcelona gewesen. Ja. Wir sind völlig random. Wir sind so Olympiadorf, also Olympiazüge anschauen, weil dort haben sie ja noch die alte Olympiastätte. Also meinst du römische Dings? Nein, 1992 sind die Olympischen Spiele in Barcelona gewesen. Dort das Stadion und alles. Das Zeug. Und dann sind wir reingelaufen in das Fußballstadion rein, wo jetzt der FC Barcelona die Saison spielt anscheinend. Und dann ich laufe so rein, will so ein Foto machen und denke mir so, davor ist so ein scheiß Schweizer. Der Schweizer, gehen wir auf den Sack, überall ist Schweizer und laufe so weg dort. Und dann Nico einfach so, Bruder, hast du jetzt gesehen, wer das ist? Und ich so, ja, irgendwelche Schweizer halt. Und er so, nein, nicht irgendwelche Schweizer, das ist der Marco Odermatt. Und ich so, wer ist der? was? Nur der beste Skifahrer, den sie gegeben hat. Okay. So, hat das Jahr, ich weiß nicht, was er alles gewonnen hat, aber der Mike sagt immer, er sei der beste Schweizer Skifahrer, den sie gegeben hat. Alright. Also denkst du, der Ski-Gump? Nein, Rennen. Also, so, der hat so Olympia und alles so gewonnen. Das ich so, hey, what the fuck, dreh mich um und steht einfach der Scheiß da steht einfach so der Marco Odermatt vor mir. Also, what the Schweizer hell, what the hell. Wir haben dann natürlich nicht angequatscht, die Schweizer, wo wir sind. Wir haben dann einfach verfolgt aus WC. Schön. Ja, das war lustig. Dann hast du am Sonntag gemacht? Was am Sonntag? Ich bin dann am Freitag und dann haben wir noch einen Brit getroffen, den Sam. Der ist wie mein Kollege aus der Berufsschule, einfach, dass er aus UK kommt und nicht aus der Schweiz. Aber eins zu eins die gleiche Person. Das war fucking hilarious. Dann sind wir am Freitag heim. Am Samstagmorgen bin ich 2 Tage in Europapark. Nochmal. Das haben wir schon länger geplant gehabt. Das ist von dem einen. Ihr seid 2 Tage gegangen? Eine Gruppe, von der Leitergruppe, sind wir Leiter-Event haben wir gehabt, sind wir 2 Tage in Europapark, 1 Tag in Rolantica, im neuen Wasserpark. Haben Sie? Ja, es war funny gewesen. Also, den ganzen Tag ist jetzt ein bisschen ein Stretch, aber ist okay, kann man machen. Oder am 2. Tag sind wir in Europapark und ich bin die neue Achterbahn gefahren. Und Kate-Effekt. Diese lohnt sich. Diese ist saugeil. Wir sind 1 Stunde 27 angestanden. Und dann das ist aber der Part von Europapark, wo ich einfach anschießt. Ja, aber das ist im Fall okay. Das ist nur, weil es eine ganz neue Achterbahn war. Aha, bei den anderen auch? Nein, bei den anderen sind 20 Minuten angestanden. Ja, voll easy. Oder 10 Minuten. Je nachdem, bei den Euromir sind wir durchgerannt. Also es ist wirklich... es ist vor allem weird, es sind Ferien gewesen. Also Frankreich hat Ferien, die Schweiz hat Ferien und Deutschland hat Frühlingsferien gehabt. Und es ist nicht so viel los gewesen. Also wenn ihr in Europa fahrt, könnt gehen, ist voll easy. Ihr müsst einfach irgendwann unter der Woche gehen, wenn keine Ferien sind. Oder, meine Empfehlung, mein Hot Take, Europapark ist am geilsten im Winter. So Ende November umeinander. Dann ist es richtig geil, weil dann haben sie alles eingerichtet wie so Schnee, wie so Weihnachten. Es ist alles fucking Weihnachten. Das ist schon geil. Du kommst Glühwein über, es fühlt sich an wie Weihnachten, weil es ist kalt und es ist schneis und es ist überall voll mit Schnee. Und es ist schon cool und die Wasserbahnen fahren nicht, aber die sind scheiße. Von dem her. Ja, ist geil. Ja, ist ein bisschen kalt für mich dann. Nein, du musst einfach eine Jacke anlegen, Brudi. Und Glühwein trinken.
Du trinkst Alkohol. Dann musst du halt glühen alkoholfreie Bier trinken. Gut, der alkoholfreie Glühwein, wie heisst der? Punch? Nicht schlecht. Ah ja, stimmt, Punsch. Ja, Punch. Ja. Voll. Du musst einfach eine Jacke anlegen, das ist schon okay. Es ist ja immer noch in Süddeutschland, also es ist wie da. Es ist so... Ja, Schweiz ist kalt. Ja, so 5 Grad sind okay. Wenn die Sonne scheint, dort ist noch viel Sonnenschein, wenn es da neblig ist. Ja. Und dann ist es easy geil, dann ist es wirklich nice. Ich bin schon ein bisschen Pussy mit der Kälte. Aber Dings, Promo-Bescheid aus Ein Fußballspiel. Ja, wahrscheinlich. Aber Dings, ja, dann sind wir ja am Sabres of Kamigawa gewesen. Ah, da wahrscheinlich die neue Achterbahn ist von der Shit. sie haben im Anstehbereich haben sie einfach Tesla-Spulen, die Musik machen. Alright. Okay, jetzt weiss wahrscheinlich niemand, was eine Tesla-Spulen ist. He? Ja, Dings. Es ist nicht in einem Auto rein. Nein, es ist so, das ist der Nikola Tesla. Die ganze Achterbahn ist ja im kroatischen Themenbereich und dann wir finden Nikola Tesla gewidmet und der hat so geschafft, dass man Strom quasi in die Luft rausschiessen und durch die Luft übertragen mit so Tesla-Spulen. Das ist eigentlich basically ist eine Tesla-Spule ein Tonabnehmer, weil du hast einen Faden, der gewickelt ist um eine Spule herum und nachher jagst du den Strom drin und dann kommt er so raus. Und die haben das so gemacht, dass die dort so eine Frequenz drauf machen, dass die Tesla-Spulen eine Musik machen. Geil. Das ist absolut insane. Alright, das ist sick. Und die Achterbahn schießt die auch einfach so raus, so piu. Machst gerade direkt ein Looping, dann machst du irgendwie eine andere Sache und dann irgendwann kommst du an, dann lupft sie die, dreht die auf eine andere Schiene, schießt die Hinterschiene raus, schießt die Fürschiene weg und geht nochmal ab. Also wirklich etwa 3 Minuten lang. Insanity. Okay. Geil. Und ich merke, dass ich gerade töne wie so ein Coaster-Fanboy, von dem her. Schon ein bisschen. Hör jetzt auf. Aber ja, kann ich mal abchecken. Merke einfach, dass Tesla-Spulen basically Tonabnehmer sind, die Das ist schon geil, ja. Aber ja, sonst, eben, ich habe nicht so viel gemacht. Aber dafür sind wir am Sabres of Kamigawa gewesen. Da bist du auch als Media Content Creator dabei gewesen. Ja, eigentlich wäre mein Job ja gewesen, dass ich an der Bar arbeite. Und dann habe ich anscheinend so einen guten Job gemacht auf der Save As Breath Tour, dass der dem das Gefühl hat, ob ich nicht auch den Abend filmen. Dann habe ich den Abend müssen filmen. Ja, also, habe dann auch ein bisschen an der Bar geschafft. Also zum generellen Nicht-Amüsement vom Barteam. Die hat sich nur über mich lustig gemacht. Aber ist okay, ich habe euch trotzdem lieb. Aber stimmt, das haben wir mit, also Colin, das ist recht geil gemacht, die letzte Tour. Da haben wir ja letztes Mal gesagt, ich brauche unbedingt einen Bella für eure Band. Ja, findet mal den Bella für euch. Ja, das einzige Problem ist, bei Eversis haben wir einen, aber der spielt halt, der hat nicht. Ich mache es sehr gerne bei Save As Breath und bei anderen Bands, weil ich kann so viel. Weil dann ist die Zeit, da kannst du wirklich. Du kannst das machen, du kannst, wenn sie Soundchecken, rumlaufen und filmen und ein bisschen Fotos holen und weiss ich was. Und wenn du selber spielst, hast du einfach keine Zeit für den Scheiß. Darum sind unsere Gigblocks früher die alten Gigblocks sind einfach so unnötig lang gewesen, weil wir alles gefilmt haben rundum. Ja. Und jetzt ist es halt einfach so, ja, okay, ich gebe mir Mühe, aber es ist auch mehr rundum und weniger von der Show selber, weil die Show selber siehst halt, also ich kann sie nicht filmen, während ich spiele. Gut, Dings machen wie der Donner von Xonor. Weil die haben auch sind am Bullentisch gewesen. Dann haben wir gefragt, so, hey, kannst du schnell bei uns, weißt du, fragen einfach die anderen Bands zum Aufnehmen, oder? Ja, das könnt ihr eigentlich schon machen. Voll. Und dann ist ein cooles Video gemacht. Gut, er hat nicht so weggemacht, weil ich mich separat machen für die Spiele. aber dann können wir noch mal darüber reden, dass die sicher am Bullhead. Aber ich glaube, das haben wir letztens zu wenig darüber geredet, weil wir keine Zeit hatten. Ja, stimmt, ja. Alter, die sind am Abend vorher haben die in Berlin gespielt. Ja, das und sind die ganze Nacht durchgefahren. Also der Luca hat durchgefahren von Berlin bis dahin und er ist einfach tot im Backstage. Und der ist fuck. Das ist für alle, die wissen, wie lange das ist eine 10-Stunden-Fahrt. Das ist brutal. Das ist crazy. Das ist eine 10-Stunden-Fahrt. Respekt an die Jungs. Ja, absolut insane. Ich habe etwas herausgefunden, der Donau ist nicht so krass, wie er aussieht. Die Splitterschutzweste, die er anhat, hat keine Platte drin. Ei. Gut, so fair sein. Was willst du auch eine Platte in der Splitterschutzweste haben, wenn du spielst? Das wäre hure dumm. Ja. Das wäre so etwas, wo wir würden machen. So, also ich glaube, wenn du würdest einfach singen, maybe. Aber wenn du singen und Gitarre spielen, dann ist es ein bisschen. Ja, also wäre einfach 20 Kilo Gewicht, das du noch an dir hast. Ist Workout nachher auf der Bühne, oder? Fuck. Wie musst du ins Gym? Das ist einfach wenn du den Crabcore Breakdown spielst, hast du einfach gerade Squats schon gemacht. Ja, fair. Genau. Ja, die sind crazy. Das ist absolut insane. Voll. Ihre neue Song ist auch absolut insane. Yes. Ihres neue Featuring mit
Ihr wisst. Nein, nicht das. Welche? Nicht das, Ricky. Das andere, was ich am dran bin. Das andere, was ich jetzt dann fertig mache. Ja. By the way, hättest du eventuell Zeit, um dort nochmal schnell kurz Sicher. Mix machen? Immer. Okay, dann schicke ich das mal. Machen wir jetzt keine Spoilers. Es gibt keine Spoilers. Es gibt immer Leute, die fragen sich, was zum Fick läuft jetzt da schon wieder. Voll. Aber dann, Saviors. Kann mich gar, was geil gewesen. Ja, es war geil gewesen, haben wir gespielt. Aber noch wichtiger, wir haben vor dem Magic gespielt. Wir sind mit meinen Brüdern, der Dano und der Mike von Whiteout, sind wir noch in einem Laden gegangen, gehen Kärtchen kaufen. Haben uns Draft Boosters geholt und nachher eine Draft-Session gemacht. Für nächstes Mal müssen wir ein bisschen mehr Zeit einplanen, weil wir haben, glaube am 2 oder 3 haben wir uns getroffen und wir haben noch ein bisschen spielen im Backstage und nachher war schon Action-Time gewesen. Also nächstes Mal müssen wir wirklich am Morgen machen. Aber ich kann nur empfehlen, aber auch Leute, die in einer Band sind, die am Magic spielen, einfach mal zum Spaß haben. Das ist nice. Ja, ich könnte einfach mal meine fucking Switch mitnehmen und dann anfangen Mario Kart zocken mit den Bands. Oh, das ist geil. Nachher hassen sich alle. Das wäre fucking funny. Wäre gut. Ja. Das wäre geil. Mhm. Das ist etwas, was wir unbedingt machen. Ja. Voll. Ja. Wie viele Controller hast du? 4. Super. Ich kann sonst... habe ich einen Bildschirm zum Mitnehmen? Aber brauchst du nicht, kannst du mit der Switch selbst Ich spielen. weiss, Du aber- siehst dann einfach nicht. Aber Ja, aber gut, obwohl... Das hätte ich wahrscheinlich wir keine müssen einfach mit einer Band auf Tour, die einen LED-Screen hat. Ja, voll. Ja. Ja, das wäre cool. Alright. Architect. Eine gute Idee. Hey, könnt ihr uns auf Tour nehmen? Whiteout und der Versions wären voll dabei. Alright, Switch. Siamese hat gesagt, wir hätten mega gut Promo gemacht. Das stimmt, ja. Architect so, who the fuck are you? Who the fuck is Siamese? Aber ich bin voll dafür für eine Backstage Switch Party. 100%. Ich glaube, wir müssen mehr so Sachen organisieren. Sonst ist es einfach jedes Mal das Gleiche. Aber es war funny gewesen. Die nehmen wir schon 37 Minuten auf. Ja. Oh, wir sind erst am Anfang und wir haben eine fucking lange Liste, nachher durchgehen. Aber ja, Saviors Coming Out ist sehr, sehr cool gewesen. Ja. Sehr schön wieder mal über Ich habe am 21 nächsten Tag einen fucking Kater gehabt, weil ich keinen Alkohol getrunken habe. Ich habe ein Bier gehabt, so als Abschluss mit dem Ja. Pede, so als Abschluss, das Vierabend-Bier hinter der Bar. Wie viel Mates und Red Bulls hast du gehabt? Nicht so viel. Mhm. Ich habe sogar noch Wasser getrunken. Du bist auch die ganze Zeit am Umrennen gewesen. Also wir haben fast nichts geredet. Nein, also Bruder, wir sehen uns nie während dem Konzert. Ja. Das ist Du bist insane. am Umrennen gewesen und hast deinen Job gemacht. Das ist mir gut. Voll. Ich habe meinen Job gemacht. Ich habe meinen Ja. Job getan. Ja. Doing my duty to please the booty. Voll. Nein, aber es ist cool gewesen. 100 B habe ich auch schon seit das letzte Mal, als wir gespielt haben, war 2018 gewesen. Also schon was will ich. Hat sie nicht Acts of Aggression gespielt? Vielleicht, weil wir sind dort vielleicht... In Bern? Wer war in Bern gewesen? Nein, Mühle ist die andere Band gewesen von der Romandie. Ich habe den Namen vergessen. Aber wir haben das geiles Video Schon? gemacht. Ja. Es ist nicht 100 B gewesen. Es ist... Sie haben eben auch einen Rastafari-Dude gehabt. Ja, und sie sind hure gut. Die haben Metal Deathcore gemacht, das weiß ich noch. Ja, aber Henriette B. hat eben ähnlich getan. Und ja, also vom Sound her machen sie auch so Metalcore. Ja. Aber nein, ist nicht die Band. Okay. Voll. By the way, das Line-Up. Wir haben doch ein Line-Up-Raten gespielt an dem Tag. Stimmt, ja. Ich habe es fast korrekt gehabt. Ich habe... Weißt du noch mal gerade damals? Mein Line-Up, meine Variante wäre gewesen, Lottery Fights um die Leute reinholen, Mhm. Whiteouts um die Leute anheizen, Ja. Safer als Breath um die Leute kaputt machen, Mhm. Henri B als Deadliner. Das wäre meine Ding gewesen. Es wäre ein mutiges Line-Up gewesen, also ein mutiges Timetable, Mhm. aber das wäre meine gewesen. Oh ja, das ist auch nicht schlecht. Aber das Problem ist eben, wenn Safer als Breath in Zürich spielt, ist nachher fertig. Ja, voll. Nachher muss Drum and Bass laufen. Ist Mhm. auch wieder Drum and Bass gelaufen. nachher. Voll. Nein, aber es ist cool gewesen. Sehr cool, alle die Leute gesehen dort, die gekommen sind. Ist geil gewesen. Ja, Lottery Fight, neuer Gitarrist. Stimmt, der Juan. Stabil gewesen. Voll. Guter Mann, Tise. Ich kann eigentlich mit dem Bruder wieder auf Spanisch nur, aber ich habe einfach nicht die Chance. Ich bin auch ein bisschen am Rennen gewesen. Also hat er kein Spanisch können, oder? Nein, ich glaube, er hat schon Spanisch geredet, aber ich habe einfach nicht die Chance gehabt. Aber heisst er Juan? Er heisst Juan. Weil Ja. er heisst irgendwas wie Jean-Pierre auf Instagram. So, ich glaube, Juan. Ja, der Janik hat mir auch gesagt, er heißt Juan, aber eben auf Instagram heißt er irgendetwas Jean-Pierre. Ich
Who knows? Der Juan Pierre. Vielleicht Der ist Juan Pietro. es so, Also, wie Chinesen einen amerikanischen Namen haben. heisst der Hans-Peter Juan Pietro auf Spanisch? Gibt es das überhaupt? Jean-Pierre ist wahrscheinlich Juan Pedro. Juan Pedro. Juan Pedro, genau. Geil. Und nachher 2 Vornamen. Ah, Juan Pedro. Pedro, Ja. nicht Pietro. Pietro ist italienisch. Ma che cazzo. Ja, Pietro ist Pedro. Ja, Oder ich genau. habe den Dieter Bohlen gesehen am Sonntag. Wer? Den Dieter Bohlen. Ist das der Comedian? Nein, das ist der DSDS-Jury. Das ist der Simon Cowell von Deutschland. Kann nicht. Du siehst, meine Kulturkenntnisse sind nicht so gut. Ja. Ja, ist egal. Ich habe den Dieter Bohlen gesehen. Mein Leben ist komplett. Sehr schön. Wo ist der gewesen? Im Europapark haben sie DSDS aufgenommen. Es hat geregnet draußen. Ah. Und sie haben draußen, weißt du, die Auditions gehabt. Und draußen haben sie so ihr Zeug gehabt, ihre Pültli. Und sie haben selber ihre Regenschirme müssen heben. Und es hat geregnet. Und der Dieter Bohlen hat die Sonnenbrille angehalten. Also, Geil. why? Geil. Alright. Ja, das war super gewesen. Voll. Aber dann, ja, das war mal Saviors gewesen. Ja. Ja, ist einfach cool gewesen. Einfach lustige Leute. Immer schön mit so coolen Menschen mal spielen. Und chillen. Und dann, ja, als nächstes, eben, du bist für den No Kings No Slave Flathafen gewesen. Ja, also vorher, ne? Das war eine ganz gute Oder ja. Woche gewesen, weil am ersten Tag, Stimmt, ja. am zweiten Tag von der Woche, sind wir im Hallenstadion gewesen für Scooter, Bruder. Es ist absolut insane gewesen. Jeder, der Scooter noch nie live gesehen hat, soll es unbedingt machen. Es ist das Beste. Mehr Pyro als Rammstein und Parkway Drive Geil. zusammen, mehr Laser als alle Bands zusammen, mehr Wasserstoffblond als die Ärzte. Ja. Und einfach, es ist so geil. Also, sorry, er kommt auf die Bühne, die so einfach geil. Und nachher, wir sind der gewesen, der Yannick von Lotus Fest der gewesen, Sveti Ja. ist der gewesen. Ich glaube, dort gewesen. Keine Ahnung, ob der Umi der... Nein, der Ja. Umi war an der Landmarks Show gewesen, die hat er selber Landmarks, organisiert. Der Brian ist auch der gewesen, den haben wir aber nicht gesehen. Also, Sveti, der Yannick und ich sind einfach am Eskalieren gewesen. Und er ist einfach wirklich, also Scooter, es ist so geil. Er kommt einfach so auf die Bühne, so, if nothing goes right, go left. Und dann gibt es Lasershow und Tänzerinnen und alles und es eskaliert. Irgendwann, er geht von der Bühne, kommt wieder so zurück. I am the horseman. Fucking hell, das ist so gut gewesen. So dumm. Ja, ich glaube, ich kenne keinen Song von Scooter, aber wahrscheinlich habe ich irgendwo mal etwas. Bruder, das müssen wir nachher ändern. Alright. Und alle, die am Landmarks-Konzert waren, ihr habt wahrscheinlich schon eine gute Zeit gehabt, aber ihr habt sicher nicht so eine gute Zeit gehabt wie alle, die am Scooter-Konzert Wer waren. hat mit Landmarks gespielt? Hä? Wer ist mit Landmarks dabei gewesen? Keine Ahnung, ist das ein riesen Line-Up gewesen? Aber weißt du? egal. Ja, ist nicht die Oceans dabei gewesen? Ja, Oceans. Oder nein? Warte schon. Die Oceans sind, glaube ich, mit einem anderen gewesen. Landmarks. Zürich. Das ist ein riesen Line-Up. The Devil Wears Prada, Like Ja. Moths to Flames und Guilt Trip. Ja, alright. Ja, es ist sicher, hat sicher auf die Schnur gegeben, aber es Ja, ist sicher, sicher. halt, sicher nicht so eine Party gewesen wie Scooter. Ja. Dann ist am Abend voran ist Spite gewesen. Und dort Ist, war Hardcore. Mouth for War ist Opening Act gewesen. Hat geklopft. Mouth for War. Dann hat irgendeine andere Band gespielt, Ist auch die so geklopft Hatze? hat. Ja, hässig, sehr hässig. Ja, Die ja. könnten dir noch gefallen, weil sie sind wie Throne, einfach in cool. Geil. Und ja, Spite ist, ich glaube, er hat, also, Mike hat das Gefühl gehabt, er ist fix auf Drogen. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, er spielt halt die zweithässigste Band, die ich kenne. Du kannst dann nicht einfach auf der Bühne stehen und dich normal benehmen. Ja. Du musst dann ein bisschen Psycho reinschauen und in die Luft spucken und deine Spucke fangen und es dann abschlecken. What the fuck? Also ich bin so impressed. Er hat einfach in die Luft gespuckt, dann hat er das mit der Hand gefangen und dann hat er es einfach abgeschleckt. Alright. Ich habe die so gut gefunden, ich habe mir das Shirt gekauft. Das ist wirklich so ein bisschen, wirklich so nicht eine Laptop-Band gewesen, man hat es gemerkt. Ja, das schätze ich auch irgendwie mehr und mehr mit der Zeit. Wie Knocked Loose und Straight from the Path. Also einfach so roh. Einfach so roh. Ich habe Dings gelost. Der Bassist von ihnen sieht zwar aus, als ob er hobbymäßig bei bei 3 Days Grace für Bass spielen, aber ja, oder Fallout Boy. Nein, als ob er hobbymäßig bei Fallout Boy für Bass spielen. Dings, das finde ich auch noch krass im Fall, weil ich habe den
Wie heißt nochmal der Podcast? Der, wo wir am Anfang immer nachmachen, weil wir so irgendwelches Zeug schnurren, das nicht mit dem Podcast selber zu tun Ja, genau. Mit dem Craig Reynolds. Genau. Nicht Beatdown. Fuck, nicht Beatdown. Downbeat. Downbeat. Downbeat Podcast. Ja, nein, der hat mit dem Sänger von Oculus Podcast gehabt. Und er hat auch gesagt, sie haben In-Ear erst seit letztes Jahr. So, was zum Fick? So ein Headliner im Fall, finde ich schon crazy. Sie erst jetzt mit, besonders als Sänger. Ja, gut, er hört sich wahrscheinlich durch die ganze Instrumente Stimme, aber wie so penetrant ist. Gut, zum Fair sein. Bei ihnen gesehen ist schon ohne In-Ear. Eben, also, aber es hat mich schon Wunder genommen, weil die sind eben so Größe von Safer Band. als Bradford hat keine In-Ears, außer der Rico und der Dave. Ja, gut, das stimmt. Sie spielen auch sehr technisch. Aber ja, eben, also ich kann nicht. Vielleicht ist ich einfach schon seit das Video jetzt mit In-Ear spielen. Ich denke, alle spielen mit In-Ear, außer du spielst so. Ja, es liegt halt einfach daran, weil wenn wir spielen wenn wir Konzerte spielen zusammen, hast du nachher einfach 15 Swisscom-Server-Schränke auf der Bühne. Mhm. Oh, das ist auch etwas, wo wir nicht überlegt haben. Wir haben selber auch eben mit einfach Line-Check gemacht. Ja. Und das Problem war, beim Kick-Mikrofon war für uns der Phantomspeisung nicht aktiviert gewesen. Also ich habe keinen Kick gehört, das ganze Konzert. Und das ist cool, weil wir haben hure viel Kick gehört. ja, das ist wirklich. Ja, vielleicht müssen wir nächstes Mal vielleicht mal kurz den Check machen vor dem Konzert. Weil nachher habe ich den ganzen Konzert aber ohne Kick gespielt. Also weißt du, was der Timo gesagt hat bei uns? Ha? Wir spielen kein Gig mit In-Ear ohne Soundcheck. Das ist ein guter Punkt, ja. Das machen wir auch nicht. Ja. Also wir machen es schon, wenn es natürlich in die Scheiße läuft oder es gar nicht geht, aber ja. Es hat unser Leben sehr vereinfacht und mittlerweile sind wir auch so gut im Soundcheck, dass wir in 10 Minuten fertig sind. Falls ihr es nicht glaubt, der Ricky kann das bestätigen. Ja, voll. Nein, und Dings, also eben, jetzt ist das gewesen, aber es kann immer passieren, dass etwas schief geht. Klar, im Front of House, sie haben eben selber Phantomspeisung heisst, oder vielleicht, ich glaube, sie haben noch Trigger nachher laufen lassen. Aber ja, dann ist halt blöd, dann hast du den ganzen Konzert keinen Kick, oder? Und du hast einfach keine Zeit zum Reagieren. Und das Ding ist auch ja, gut, aber wenn du In-Ears hast, ist das Kick ja egal. Weil ich nehme an, spielen die alle mit dem Metronom, nicht nur einen. Ja, aber trotzdem. Also besonders bei den Breakdowns, die man spielt, wo Kick, Snare und Gitarre mühen, das ist schon recht da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da musst du einfach auf den Klick spielen. Alter. Ja. Also habe ich den Klick so leise, dass ich ihn nicht höre, außer das ist ein Intro. Ja. Aber du willst auch den Kick spüren in deine Eier, weißt, und dann ist es ja. Aber wenn das so ist, kann ich sonst einfach auch nächstes Mal bei dir auf die Bühne kommen. Und ja, sicher. Nein, es kann immer etwas passieren mit dem In-Ear, das ist ja halt so. Ich meine, bei Siamese haben wir auch ein Issue gehabt, dass beim Umbauen hat jemand auf den Pad beim Kick geklickt und gleichzeitig mit dem Snare verlinkt. Heisst, jedes Mal, wo nachher der Kick hast du mir im Mix aufgebracht, hast du einfach den Snare auch noch aufgebracht. Ich bin am Sterben gewesen. Hey, Bruder, ich bin so froh, dass wir den Timo in der Band haben, der sich um das Zeug kümmert. Weil wir haben zum Glück, fingers crossed, knocking on wood, alles, noch nie ein Issue mit dem In-Ear gehabt. Aber das ist lustig, weil im Soundcheck hat es funktioniert. Und wir haben es erst gecheckt, wo wir nachher wieder zusammen probiert haben. Ja, es ist so. Weil eben, es ist einfach beim Umstecken einfach klickst, tak, oder? Und irgendetwas und es ist passiert. Oder? Ja, kann passieren. Ist viel. Das ist wie, aber dafür ist bei mir beim Saya mein Gig ja mein Expression Pedal verreist und hat angefangen komische Geräusche zu produzieren. Ich meine, du musst einfach nachher einfach weiterfahren und einfach so, fuck it. Einfach, hörst du im Hälfte nicht, aber the show must go on. Also ich meine, so wie wir früher gespielt haben, hast du ja nichts gehört. Also von dem her, ja, genau. Back to the past. Oder? Voll. Also, du, lieber das, was sie die ganze Zeit im Konzert so machen. Ich liebe es. Gitarre ist nie genug laut. Es gibt nichts. Ich weiss, es ist allerdings notwendig, aber es gibt nichts, was mich weniger abturnt, wie wenn Band einfach nach dem Song so. Ja, nein, nach dem Song. Es gibt aber, wenn sie es nach dem Song machen, ist es eigentlich okay. Wenn sie einfach schnell, ey, kannst du schon das machen aufs Ding, das finde ich dann Punkrock. Aber wenn sie während dem Song anfangen, Lieder, und dann einfach auch nicht aufhören damit. Weil irgendwann ist genug heute. So, irgendwann so nach 3 Songs, wenn es nach 3 Songs nicht läuft, musst du nicht noch mal das 40 Mal probieren. Es wird dann auch nicht mehr laufen. Irgendwann musst du einfach reinbeissen und einfach. Irgendwann, wie heisst es schon? Cut your losses, oder? Ja. Cut your loss, einfach sagen,
Ja, voll geil. Fuck it. Ja. Das kommt nicht mehr gut. Genau. Vor allem, meistens spielen wir ja halbe Stunde Sets, also nach 4 Ja. Songs bist du fast schon fertig. Ja, genau. Ja. Aber du bist noch in so einem Slave Band einfach gewesen. Und voran bin ich noch. Fucking krass. Ich habe gegeben, Alter. Alright, hast Voran bin ich du noch dir gegönnt? fucking Big Truck schauen. Gönnt dir, Bruder. Big Truck, fuck yeah. Wir sind Monster Jam schauen. Der Yannick, der Mike und ich, wie so doppeln. Und wir haben das Gefühl gehabt, es wird eh nicht so geil. Ja. Und dann haben wir gesagt, es ist so geil gewesen. Der Ding war auch der gewesen. Ja. Der Niki von Expello. Mhm. Haben wir im Instagram dann gesehen. Ist sein Finger wieder heil? Keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gesehen. Er hat es mir nur auf Instagram geschrieben, dass er okay. der Nico von People Die at the Fair war auch dort gewesen. Wirklich, also viel zu viele Leute, das war verdammt lustig. Geil. Also, vor allem letztes Mal, 2008, als ich in der Schweiz war, bin ich als Kind gegangen. Es war mega langweilig, weil es einfach so 2 Autos in der Mitte gab, die drüber gefahren sind. Mhm. Und jetzt haben sie so einen Dirt-Hügel mit Hindernissen gehabt und mit Sprungschanzen und so. Und sie haben noch geilere Sachen gemacht. Sie sind also Rennen gefahren. Das war ein bisschen boring. Sie sind einfach einmal rundherum geprappt und haben einfach Lärm gemacht, basically. Ja. Und dann haben sie Two-Wheels-Challenge gemacht. Dann haben sie einfach so Nose-Wheelies gemacht oder einfach müssen möglichst einen impressive Trick auf 2 Rädchen machen. Ja, Also wirklich, Alter, der eine Truck ist eine halbe Minute lang oder so einfach vor der Rädchen gestanden. Und zweimal ist ein Truck, 3-mal ist ein Truck auf dem Dach gelegen. Mhm. Zweimal ist ein Truck auf dem Dach gelegen und so 3 Trucks sind kaputt gegangen. Beste Fuck, Leben ever. ja. Vor allem, wir sind so zwischen 3 Familien gehockt und einfach mir so, ja! Ja, Dings. So der Truck geht um und wir einfach so, ja! Weißt du, ich habe eigentlich nicht vor gehabt, zum gehen. Und nachher meine Verlobte sagt nachher am Freitag, weißt du, so, hey, ich habe gesehen, es gibt ein Monster Truck Dings. Holen wir Tickets für... Wo? Holen wir Tickets für am Sonntag. Und, so wie, und sie hat Kollegen so wie, ja, es gibt keine Tickets zusammen, wir können Trend einfach gehen. Und ich so, fuck no. Aber ja, nächstes Mal... Ist sie allein gegangen? Nein, das ist ja einfach schon so wie, ja, fuck Das war it. schon geil gewesen, Alter. Ja, schon einfach in etwas binge-watch dann am Sonntag. Das ist geil. Und dann sind wir an Plattentaufe. Dann bin ich an Plattentaufe von No Kings, No Slaves. Ja, ich habe auch vor gehabt zu gehen. Aber... Ist schade gewesen, bist du nicht gegangen, weil Ja, du wärst eben. mit dem Auto gegangen und dann Ja, hätte ich voll. nicht die Hälfte von der Show verpasst. Mhm, genau. Ich habe vor zu gehen, aber ich kann eben dort eben müssen abholen im Flughafen Basel. Und zum ersten Mal, ich habe mich in der gleichen Reise 3-mal verfahren. Die ersten 2 Mal in der Schweiz und dann bin ich einfach in Deutschland gelandet. Weil die GPS haben wir zum falschen Basel Airport geschickt. Und ich bin einfach in Deutschland gewesen, auf die deutsche Seite und französische Seite. Also auf der französischen Seite vom Ich bin Flughafen? auf der französischen Seite vom Flughafen gewesen. Crazy. Und ich so wie, I think this looks wrong. Ja, das Geilste ist, der hure Flughafen steht ja in Frankreich, aber er hat Ja. 2 Seiten, die französische und die, Genau. die Schweizer Seite. Und wenn du auf die Schweizer Seite gehst, Mhm. dann gehst du nie über die Grenze. Die haben Ja. die Grenze hinterher verleiht, Ja, bis ja. zum Flughafen. Ja, voll. Die Grenze ist erst beim Flughafen. Das Voll. ist völlig Und ich weird. bin- Die Grenze ist eigentlich schon vor. Also Frankreich fängt vorher an. Mhm. Du hast vorher Schilder, dass du in Frankreich bist und das ist alles französisch beschriftet, aber die Ja. effektive Grenze ist am Flughafen. Ja, voll. Und es war wirklich so ein What the fuck Moment gewesen. Und ich hoffe, aber den Fehler mache ich nicht mehr. Den Fehler mache ich nicht mehr. Ah, fucking hell. Aber ja, das wäre gerne nicht gehen. Wäre ich sonst gerne dabei gegangen, weil ich meine, No Kings of Slaves, Thorn und The Lost Games sind schon Lost Game ist Gut. cool gewesen. gut, Sehr cool gut gewesen. Line-Up. Thorn Ja. ist sehr cool gewesen. Mhm. Und sie hätten aber einfach ein bisschen früher schon anfangen. Ja, Es ist um halb 10, ich glaube die erste, nein, halb 10. aber ich nicht wahrscheinlich. Da, mal halb 9 hat die erste Band gespielt. Das ist schon recht spät. Bis um 8:45. Mhm. Dann um halb 10 hat hätte ich glaube vorne sollen anfangen, dann Mhm. um 20 vor angefangen, dann hat No Kings No Slaves um 10 vor 11 angefangen, um 20 Das ab ist 11. schon spät, ja. 20 ab 11 haben wir auf den Zug müssen, weil Mhm. wir sonst erst Der am Nachtzug Morgen um wahrscheinlich, 4 ja. Uhr die Hause gewesen wären Ja. und ich da keine Lust drauf gehabt habe. Aber die EP von den Boys ist krass. Sick, ja. Ist wirklich krass. Der Ach, Nico cool. hat gesagt, so The North stands for nothing. Von While She Sleeps einfach noch geiler. Also ich muss sagen, wir haben einiges an Releases da aufgelistet für heute und Und sie sind live einfach auch brutal gut, Alter. Der Shit, ich habe den Namen vergessen. Julian heißt er, oder? ja. Der Julian ist so ein sicker Frontmann, Alter. Das ist so wirklich krass. Wirklich ein krasser Frontmann. Und nicht nur die Vocals, sondern einfach generell seine Performance. Er ist auch recht gross und recht breit. Es wirkt relativ imposant, wenn er dort steht und das Mikrofon reingeäust. Es ist einfach wirklich
Also, sie haben ja wirklich schon diesen Nuts an der Wand gespielt und es ist nicht schlechter gewesen wie dort. Gut, ich glaube, das Thema haben wir schon ein paar Mal gehabt. Also, es gibt Sänger und es gibt Frontmen und Frontwomen natürlich. Und alles inzwischen. Aber Und daneben. eine Frontperson und ein Sänger. Ich meine, du kannst ein guter Sänger sein, aber wenn du noch Präsenz hast und du wirklich schon kannst liefern, das ist einfach 1000-mal. Das ist einfach eine Ergänzung. Wo Ja, wenn du einfach die Leute dazu bringst, Liegestütze zu machen, während man gerade. Genau. Deswegen, also ich fühle deswegen mega Frontman, weil ich sage jetzt Frontman allgemein, nimmt es mir nicht übel. Aber Es ist einfach so in unserem Sprachgebrauch drin, dass wir das als das anschauen. Wir schauen das nicht als Frontmann, genau. sondern als einfach das Wort, das wir brauchen, weil wir so oft das Wort schon gebraucht haben, weil wir zu boomerig sind, um uns zu ändern. Yes. Für jegliche Frontleute. Voll, genau. Nick ist Frontman. Sagen wir so gesehen ist. Aber ja. Können wir mal Expello vorgelassen. Ich finde es okay. Ich finde es auch gut. Ich finde es auch wirklich wichtig, dass es für die Band völlig normal ist, dass sie eine Frau ist. Ja, voll. Ich habe die Folge so geliebt. Ich habe sie nochmal gehört, sie ist wirklich geil. Ich habe zweimal hören, weil es einfach so fucking Es ist wirklich funny gewesen. Es ist wirklich, Ja, das ist glaube ich, meine Lieblingsfolge. Ja, Shoutout Das und Niki. Das war fucking insane gewesen. Deswegen heisst es auch Minesweeper mit Expello. Genau. Oh. Ja, okay, jetzt langsam ist gut. Genug heute unten. Ja, ich würde sagen, machen wir eine kleine Pause und dann können wir da weiterfahren. Weil wir haben fix noch eine Stunde halb. Mit alles, was wir da aufgelistet haben. Bruder, zum Glück ist morgen 1. Mai und wir müssen arbeiten. Ja. Ich habe hohe Panik gehabt, dass ich morgen schon arbeiten muss, weil im Baden ist 1. Mai kein Viertag, aber es ist einer, wo ich arbeite. Jawohl. Voll. Wir gehen am Mittag sonst bouldern, falls du Bock hast. Nein, ich muss ja mit dem Ding aufnehmen. Für das Ding, wo ich nicht darüber reden darf. Kann er nicht selber aufnehmen? Ja. Wie, Alter? Das ist ein Boomer. Aha, ja gut. Der spielt noch mit Amp. Stimmt. Alright. Also, kleine Pause. Cat. Nice. Okay, das war badass. Ja, das ist nicht schlecht. Also machen wir den mit dem sind wir zurück. Well, Big Squeals. Cheers to that. Metal Servola, breaking news. Guten Tag aus dem Schweinestall. Guten Tag, lieben Leuten. Wir bringen mal News aus der Schweiz für euch. Jawohl. Frisch News vom Tag. Oh, das ist gerade sehr viel als Spread Spirit durch mich durch bei dem. Jawohl. Ai. Alright. Ich sollte weniger mit ihnen hängen, ich schnurre zu viel von ihnen. Ja. Okay. Gratis Promo. Ja, aber bei den News, ich habe ein spannendes Thema mitgenommen. Das wäre ich. Ja, ich habe da gesehen, dass es ein bisschen Supergroups gibt. Oh no! Voll. Und der eine kennen wir ja, also Molotov Train hat ja Mitglieder von Battalion, Chakra, Maxwell etc. gehabt. Und jetzt haben sie einfach knallhart den Sänger von Omisis genommen, eine neue Band gemacht. Aus dem heisst, wie heisst die nochmal? Ist gut, dass du alles aufgeschrieben hast. Ocean Magma ist alles hast du aufgeschrieben. Ja, voll. Ocean Magma. Also warte. Molotov Train ist jetzt Ocean Magma. Genau. Also Molotov Train hat ja die Members von Battalion, Chakra, Maxwell gehabt. Und die haben nachher keinen Sänger mehr gehabt. Und jetzt heisst sie Magma Ocean. Ich glaube, es ist Magma Ocean. Und sie haben 2 Songs rausgehauen. Und fuck, mir sind die gut. Nein, ich habe das nämlich gar nicht mitbekommen bis jetzt. Aha. Mit dem Sänger von Omissis. Ja, eben. Das ist ja brutal. Brutal. Und deswegen, weißt du was, fuck it. Magma Ocean, los mal schnell. Okay. Ein paar Minuten, weil es ist fucking sick. Einfach musst du aber auch noch schnell Scooter lassen. Okay. Aber ja, Magma Ocean, die haben 2 Songs rausgebracht. Ist nicht Ocean Magma, ist Magma Ocean. Egal. Price of Failure und Solitude, Alter. Eben, also ich meine, es ist globale Level, warte, ich kann es sagen. Es ist globale Level. Es ist World Class. Das ist aber innen da, nachdem ich gelost habe, in dem Fall. He? Nein. Ich habe es nicht. Ich habe es gehört. Ich finde es geil, wie einfach so das Mischmasch von Alter in den Leuten. Fuck.
Ja, ich hoffe mal, dass das Gopferteli... Kannst du ein bisschen riesiger machen? Klar kann ich nicht. Klar kann ich nicht, es tut mir leid. Ja, voll. Weil ich bin beim anderen Dingsfuß. Ja, voll. Da muss ich. Okay, ja. Ist gut, Lut. Brother. Das ist heavy, Mann. Das ist verdammt sick. Aber 65 Monthly Listeners. Ist gerade frisch, also das ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Freitag, glaube ich. Ist fucking sick. Okay, das ist insane. Es ist nicht. Es ist so im. Wie wirst du beschreiben? Einfach Metal. Moderne Metal. Modern Metal, oder? Weil es hat moderne Parts oder klassische Parts. Und nachher aber, ja. Hey, sorry, der Bruder ist insane. Das ist insane. Also ich finde, die Band ist brutal gut. Ich bin schon mit 2 Songs bin ich ist ein das großer der Fan. gleiche Sänger? Ja. Aber Hooks. Sorry, seine Vocals sind insane. Ich habe Alle. schon bei dem einen Oh Mrs. Song gedacht. Eben, also Das Instrumental ist jetzt... ist auch sehr gut. Und auch Ja, so, aber es ist jetzt nicht... Es haut mir jetzt nicht gerade vom Hocker, es ist einfach moderner Metal, aber je mehr ich es höre, desto mehr haut es mich weg im Fall. Weil es ist einfach tasty gebaut. Songwriting ist top. Hat gute Ja, Hooks. Ja. Der Chorus-Hooks sind insane, Alter. das ist wirklich geil. Schau. Es ist verdammt gut. Hören die Leute, was wir jetzt hören oder nicht? Nein. Okay, dann ist es weird, weil dann hören sie jetzt einfach an mich nichts und wir reden rein. Aber- Bro. Ja, das ist geil. Das ist wirklich geil. Also seine Clean Vocals sind brutal. Ja, also ich muss sagen, es ist mad Respect, also richtig gut. Magma Ocean, können Sie mal abchecken. Frisch in Spotify. Okay, aber dann zeige ich dir jetzt schnell einen Song von Scoot. Jetzt sagen wir schon so. Alle können Live-Reaction hören. Wie der Rick. Wir sind nachher gerade fertig. Also wir hören auf mit dem Zeichen. Voll. Innerhalb von den nächsten 30 Sekunden. God Save the Rave. 77 Millionen Streams, Alter. Alter, 4 Millionen monatliche Hörer, Scooter ist das Beste. Wir hören jetzt gerade den Song God Ja. Save the Rave. Ricky hört es zum ersten Mal. Ja, voll. Das ist das Beste. Das ist der mit dem guten Intro. Mhm. Und Scooter machen auf Deutsch, oder nicht? Nein, nicht. Nein. Aha. Also, ihr Englisch ist so schlecht, dass es eigentlich könnte Deutsch sein könnte. Aha, okay, ja, ich habe gemeint, es ist so Ist ja gleich. Alright. Nein, das ist geil. Und jetzt, Achtung. Ja, ja voll. Alright, ja. Es ist einfach halt so. Es ist praktisch Deutsch. Es ist einfach so Happy Hardcore. Ist cool, ja. Alright. Okay. Es ist Ja. einfach- Jetzt verstehe ich, warum ihr so Party gemacht in dem Fall. Es ist halt einfach, Voll. es ist halt einfach ein 808 und 4 on Geil. the floor. Einfach. Alright. Sick. Ja, aber das ist mal der erste Supergroup, den ich mir vorstellen will. Weil ich habe nicht mehr ganz gecheckt, dass das Gitarrist von Battalion eben auch dort ist. Alter, aber ja, fucking hell. Chakra ist ja nicht eine kleine Band. Nein, ich glaube, es ist der Drummer oder so. Ich bin nicht mehr sicher. Also ich habe es einfach gesehen, sie haben einen Ich muss Post gerade gemacht. wundern, wie viele monatliche Hörer Chakra hat. Aber Chakra ist das, was ja wir mit Comaniac schon gesprochen haben. Die sind wahrscheinlich eher auf Platten unterwegs. Ja, genau. 66'000 monatliche Hörer sind doch nicht wenig. Das ist nicht wenig, ja, definitiv. Also, Vor allem für eine Band, die definitiv erfolgreicher war, bevor Spotify gekommen ist. ja, voll definitiv. Ja, richtig coole. Ich muss sagen, also Holy Fuck. Bisher sehr. Der Song heisst nicht so. Nein, Holy Fuck ist, was ich geschrieben habe. Das ist tatsächlich. Der Holy Fuck wäre einfach ein geiler Ja, voll. Band. Ja, Es gibt eine Band, die Holy Fuck heisst. Wahrscheinlich. Ja, aber Junge, das wurde Finkbräu alkoholfrei, ist auch geil. geil. Also ich finde es auch geil. Es ist ein Billigbier vom Lidl, aber ich finde es super. Und ja, eben, könnt ihr mal abchecken. Magma Ocean. Ja. Ja, also brutal. Also ich bin Fan. Ich bin Fan, richtig gut. Voll. Dann in der zweiten Supergroup, wo kannst du vorstellen, wenn du willst. Ja, also haben wir schon mal darüber geredet im Fall. Wir haben darüber geredet, aber damals haben sie den Sänger noch nicht gesagt. Wer Das ist denn jetzt das? Ja. Ja. Das ist Severed oder Chevred oder Severed. Severe? Nimm mal an. Severe? Severed. Severe? I have no idea. Dort, wo der. Ich weiß nicht, wer es war. Irgendjemand hat gesagt, er hat den Podcast gelesen, er ist 4 durchgedreht, wo wir eine halbe Stunde lang nicht auf den Benji gekommen sind, wo wir seinen Namen nicht gewusst haben. Es ist der Benji.
Bellas ist der Benji. Bella heißt Benji. Jetzt komm jetzt an, der Lukas von Gate Effect ist lang gewesen. Er heißt Benji. Ja. Mann! Jetzt haben sie es aber geschrieben. Das ist Genau. der Benji. Genau. Der früher bei Nubia war. Mhm. Und der Dude, ich habe seinen Namen vergessen, fuck. Mhm. Der Gitarrist, der Head vom ganzen Projekt. Das ist ja- eben. Ja, er war ja auch am Dings gewesen, an der. Ja, wie heißt er noch? Also ich weiss, wie Ich habe seinen Namen vergessen. Er ist schon ein paar Mal mit uns geschnurrt. Er war ein paar Shows gewesen. was du meinst. Vergiss auch nicht seinen Namen. Ja, ich weiß auch nicht. Aber er hat ein paar Mal mit uns geschnurrt. Das ist ein geiler Sieg. Und jetzt eben der neue Sänger ist der Sven von Artifiction. Ja. Also nicht von Artifiction, von früher Artifiction. Genau. Also ich bin gespannt. Ja, das wird sicher auch nicht schlecht. Ich meine, weil Instrumentale sind schon, wie ich vorher gesagt habe, das habe ich schon in der letzten kurz und knackig Folge gesagt, ist World Class. Ist schon instrumental. Und jetzt mit den Vocals vom Sven bin ich fucking pumped, Alter. Hyped! Eben, also Schweizer Metal-Level ist aktuell sehr hoch. Und da bin ich sehr Das gespannt. Schweizer Metal-Level ist schon mega hoch. Einfach, es hat kein Marketing, darum ist niemand Ja, erfolgreich. genau. Aber das Geile ist, es kommt mehr und mehr geile Shit und ich bin so pumped, man. Ist auch sick. Ja, eben. Sick. Bin gespannt dann auf die Live-Shows von Severin. Weil sie haben schon Songs draus, aber sie sind instrumental, glaube ich. Nein, sie haben halt mit Featurings gemacht mit bekannten Sängern. Sie haben zum Beispiel einen Song mit dem Sänger von Monuments und so andere paar Künstler. Von dem her vermutlich werden sie die Songs machen. Mhm. Und wahrscheinlich neue Songs mit dem Sven. In dem Fall. Ja, hopefully, Alter. Bleibt gespannt. Ja. Dann, der Kevin von Uncircle, unser Brudi von. Die Jungs von Uncircle und von Laskar und von Dings. Uncircle ist der von ATB drin, oder? Ja, genau. Wie Uncircle ist der Dude von Alt. Genau. Die Uncircle-Jungs, die haben einen grossen Platz aus dem Herz gewonnen, weil die einfach so geile Sachen und so funny sind. Yes. Vous êtes les meilleurs. Yes. Vous êtes les meilleurs. Tu es le meilleur. Salut le connard. Je ne sais pas. Voll. Nein, also Mon français est très terrible. Voll. Und Kevin von Circle ist jetzt eben bei Kauseum, wo auch am ICU Festival eben dabei sind. Also Kauseum und Circle haben da gespielt. Was ist deine Dings? Die haben einfach zu viel Wein miteinander gesoffen und jetzt spielt er bei einem Bass? Oder? Ja, genau. Oder was auch Nein, immer. er spielt Gitarre Er jetzt. spielt Gitarre? Ja, voll. Welcher Gitarrist ist denn gegangen? Weiß nicht, ob der noch dabei ist. Also wir sind nur ein Gitarrist, glaube ich, letztes Mal. Nein, jetzt weg. Aber in dem Fall ist es einer gegangen oder so. Weil es sind der Kevin und glaube ich ein anderer. Ich weiß nicht, ob auch von Circle. Nein, ich glaube nicht. Noch Ja, von Circle. er, was Interview mit uns geführt hat, ist glaube ich noch. Der Bassist? Nein, das der ist der Gitarrist. Der Sänger und der Gitarrist haben das Interview mit uns gemacht. Genau. Und ja, voll. Also der Kevin ist jetzt bei Kauseum. Love at First Sight im ICU Festival, vielleicht. Who knows? Ich habe einfach gesoffen mit Frage ich ihn nächstes Mal, ob es der Rotwein war. Der Das ist Weisswein, sie sind Weisswein? Wallis-Brüder. Stimmt. Also nein, wahrscheinlich Kauseum hat Rotwein gesoffen, aber Ja. Wallis trinken Weisswein. Und ich glaube, an Circle haben Weisswein getrunken, tatsächlich. Ja, weil sonst würde das würde nicht funktionieren, wenn die Rotwein trinken. Ja. Geht gar nicht. Und man muss sagen, die Jungs sind richtig besoffen gewesen, aber die sind beide as fuck auf die Bühne gewesen und haben es Vollgas gegeben. Und Ja, sie sind Walliser. voll Die mühen. krasse Brudis. Das ist das Klischee. Also ich bin gespannt, jetzt haben sie schon mal eine Show gespielt mit 1056 und irgendjemand anderes, so Hellfest, Warmer Party oder so. Kauseum? Ja, und da habe ich Fotos gesehen, so eine Pumpe voll. So richtig geil. Gönnen es für den Brudi. Der Paleface hat einfach in Las Vegas gespielt. Habe ich gesehen. Ist das ein richtiger Las Vegas gewesen? Es ist glaube ich, Sick New World. Aber Sick ist New das das Richtige? Weil sie sind ja auf einer Norden. Ja, Nordamerika. Las Vegas ist ja noch Nordweg. Fuck, ich habe gemeint, sie sind in Kanada. Aber ja. Naja, nein. Eben, Las Vegas, Nevada. Es hat insane ausgesehen, Footage. Crazy. Ich habe jetzt schon von ein paar Bands gesehen, die dort gespielt haben. Das ist brutal. Aber ja, Insane. Gönnet, Brudis. Represent in America. Ja. America, Bruder. Alright. America, fuck yeah. Vor Mehr mir Monster Trucks, Alter. ist America Fuck Yeah gewesen. Keine Ahnung. Ich Alright. glaube von irgendeiner Fernsehsendung. Wahrscheinlich. Fuck yeah. Anyways. Das sind mal News gewesen. Und wir haben einen Haufen an Releases, die wir da vorstellen. Oh shit, ja, stimmt. Und wir haben jetzt fast alle gelost. Komisch, dass du Magma Ocean nicht gelost hast, aber Ich habe es nicht gesehen. Auch Xonor war nicht drin, als ich geschaut habe. Genre ist nicht drin gewesen.
Aber, gut, vielleicht kann ich den spät rein da. Ich glaube, du hast Xonor und Ocean Magma Ocean. Ja, sicher auch Magma Ocean ist nicht mehr drin gewesen. Aber falls ihr mal wollt, alle die Songs hören, die wir da hören, wir tun die nachher immer in der Playlist, die wir in Spotify haben. Das ist die Metal-Server aus der Region. Also könnt ihr mal abchecken und dann könnt ihr ab dem ersten Song, den wir da erwähnen, oder den zweiten vielleicht diesmal, hören. Und dann könnt ihr wirklich alle Songs abchecken, weil es sind ein paar coole Songs drin. Ja. Zwar, erste Release, den wir da haben wir, glaube ich, letztes Mal vielleicht kurz oder vielleicht gar nicht erwähnt, weil der ist noch nicht raus gewesen. Ich weiß es nicht. Ich glaube es. Er ist noch nicht raus gewesen? Nein, er ist noch nicht mal vielleicht raus gewesen. Der ist noch nicht raus gewesen, aber der Bruder da hat mit seiner Band Eversis einen neuen Song rausgehauen. Der heisst Dropout. Und der hat auch ein sehr cooles Videoclip. Und da sie im Videoclip Waffen haben, können sie nicht Facebook-Ads schalten. Nein, Facebook-Ads können wir nicht schalten, weil Facebook uns generell blockiert hat vom Ads. YouTube-Ads können sie nicht schalten. Also Meta hat Eversis einfach blockiert, weil wir zwei wollen Ads schalten. Voll. Aber ihr habt... YouTube macht es auch nicht, weil ungeeignete Bilder im Video. Ja. Also Marketing-Tipp von mir ist, macht einfach nichts. Macht kein Musikvideo, das auch nur ein bisschen irgendwelchen künstlerischen Anspruch hat. Geht einfach in irgendeine verfickte Fabrikhalle, setzt sie unter Wasser, nehmt irgendwelche blöden Lichtli, spielt euch ein Liedli, dann könnt ihr nämlich Werbung machen damit, was ihr wollt. Das könnt ihr promoten. Fuck it, es ist scheißegal. Gebt euch einfach keine Mühe. Es kommt nämlich darauf raus, dass ihr es nicht vermarkten könnt. Niemand schaut das Video und niemand hört auf Spotify. Yay! Ja, voll. Haben wir gut gemacht. Ja, vielleicht nächstes Mal einfach eine Machete oder so. Ich glaube, Machete bringt auch nicht. Ich glaube, man sollte einfach aufhören, Songs zu schreiben, wo das Wort Russian Roulette drin vorkommt. Stimmt, ja. Irgendwie gegen den Staat sein. Hate and Crime. Songs Hate and Crime nennen. Weißt du, alles das, was Metal-Bands eigentlich ausmacht. Ja. Metal-Bands sind alle so soft geworden in der heutigen Zeit. Das ist einfach, nichts ist mehr hart. Das sind alles einfach so Softrocker. Niemand ist mehr gegen den Staat rebellieren, außer Xonor. Ja, das stimmt. Und Freezes Dana. Alle anderen sind nur noch weiss auch nicht was. Voll. Aber das ist das, was mich so Achtung. Das ist das, was mich so gottlos aufregt, oder? Unser Video ist nicht okay wegen irgendetwas. Aber nachher, was passiert? Ich komme fucking Werbung über für den nächsten Deadpool-Film. Erklär mir jetzt mal, wie der nächste Deadpool-Film nicht irgendwie unabbrachte Inhalte drin hat, werden die Leute verschossen, es wird Suizid begangen, weiss ich was. Das ist dann kein Problem, das kann man bewerten, weil das Studio hat ja Geld, oder? Scheiß YouTube. Das ist wie das ganze Sexisten-Zeug. Man darf keine Sachen, die irgendwie zu erotischen Sachen verleiten, posten. Aber nachher nicht Nicki Minaj ist auf der Frontpage, wenn sie ihre Titten in die Kamera hebt. So, fuck you, YouTube. Fuck you, nicht YouTube. Übrigens, mir ist gerade im Sinn gekommen, ein Konzert, das ich gesehen habe, das ich nicht aufgeschrieben habe. Und den habe ich jetzt ergänzt. Es wäre mega cool, wenn du es noch nicht gemacht hast, wenn den Song Dropout von meiner Band Eversis würdest hören, auf Spotify mit einem Herzchen markieren, auf YouTube einen Daumen aufgeben. Das hilft mega viel. Das glaubst du nicht, wie viel das wirklich hilft, wenn du einfach das ganze Video mal schaust. Musst du nicht mal schauen, kannst du es einfach laufen lassen, ist mir egal. Und einfach mal alle deine Kollegen schickst. Einfach cool. Ja. Right. Nächster Song ist von Anger Management. Das haben wir letztes Mal kurz erwähnt, aber wir müssen abschließen. Ja, das ist der, wo Comaniac um die Ecke kommst. Genau, der Song von Anger Management, der heißt Anything Ahead, ist ein richtig guter, wie nennst du das? Moderner Alternative Rock Punk. Ja, voll genau. Irgend so etwas. Stoner, Progressive, Stoner würde ich nicht gerade sagen. Irgendetwas in die Richtung. Ja, es ist geil, es macht Laune. Ich bin jetzt viel Crowbar am Hören und es hat nicht so Crowbar-Vibes. Ja, Crowbar. Dann ist nicht Stoner. Gut, was Crowbar hat, einfach Stoner-Vibes, nicht Stoner-Metal. Anyways. Es ist ein geiler Song, er ist wirklich, erinnert ein bisschen an die guten alten Zeiten. Ist cool, also macht einen guten Sound. Geht für sie. Ist nice. Voll. Desert Lily haben Good Intentions rausgebracht. Die sind auch so in der rockigen Schiene. Eigentlich nicht das, was ich das ist das, was ich auch nicht gewusst habe, was ich noch sagen. Was ist das für Musikrichtung? Es ist auch so Rock. Es ist auch eher rockig. Es ist eher, definitiv. Also ich hätte es Melodic Metal genannt. Sie haben auch Geschrei, stimmt. Es ist Schrei da drin. Ich hätte jetzt ein bisschen moderne Melodic Metal genannt. Ja, voll. Aber nicht irgendwie so Epica-mäßig, sondern einfach Melodic Metal. Ja, voll. Irgend so bestimmt. Weil ich meine, jetzt nicht nach Rock, bis er mal reinschreit. Und ja, okay, aber Alternative Metal. Das ist nicht die Frage. Alternative Metal sehen. Aber das ist nicht die Frage.
das meiner Meinung nach beste Linkin Park Album ist ja Minutes to Midnight. Und das ist auch eher Rock und nicht Metal. Ja. Ja, wobei Given Up ist fucking Metal. Lass mal schauen, was sie dort schreiben in Instagram. Desert Lily. Aber von dem her, es ist meiner Meinung nach wahrscheinlich es ist Modern Metal. Sie schreiben Four Guys from Central Switzerland playing rock music. Alright. Fair. Also, Rock. Kann man machen. Voll. Dann Unleashed, also Unleashed. Ja, Forsaken, featuring Smorms. genau. Und das ist auch so Band, sie haben auch Klavier, Klingsang und dann kommt das Smorms, braucht ihn einfach fickt ins eine Gitarre. Genau. Aber ich kann es auch nicht, Alternative Rock Metal. Es ist geil. Es ist ein interessanter Song. Es ist ein interessanter Song. Ich weiß immer noch nicht, wo ich ihn einordnen soll, was ich damit machen soll, aber oder ob ich ihn überhaupt geil finde oder nicht. Aber es ist sehr interessant zum Hören. Sehr coole Parts, definitiv. Dann Sin Imperio haben wieder mal 2 Songs, 2 von 3, glaube ich, von ja, aber einer EP. aber das ist weird, weil es tönt nicht wie Imperio, weil mit Imperio habe ich so auf der Fresse HC Es ist hure super. Und das ist jetzt meiner Meinung nach so ein bisschen, das ist jetzt so ein bisschen postig angehaucht. Ja. Es baut sich nämlich so mega langsam auf. Es hat so Reverb drauf. Und es ist eigentlich... Ein bisschen Shoegazy. Ja, es ist so, es kommt ein bisschen... Ich meine, viele HC-Bands spielen ja ein bisschen mit dem Shoegaze. Aber die haben immer Post. sehr... Also eben, die neuen Songs sind Miname und Sueño. Die sind... Also sie fängt eigentlich, der eine fängt an wie eine Ballade und endet dann im HC-Song. Es ist wirklich geil. Genau. Die haben immer, sind Imperio, wo sie noch Imperio geheißen haben immer mit den melodischen Elementen gespielt. Viel gespielt, aber sie haben viel auf Fresse HC. Ja, aber jetzt ist es viel mehr focused auf Rock. das. Es ist so Ja, genau. Ein bisschen mehr Rock affin. Ich finde es geil. Ist hure geil. Also ich muss sagen, es klingt brutal gut. Es könnte sogar massentauglich sein. Oh, definitiv. Ich meine, das wird wahrscheinlich im Radio laufen. Ich meine, der Klingsang Im Radio wird es nie laufen. Es hat drin. haben sie auch noch drin? Okay, ja, dann. Ja, Pech gehabt. Nee, aber ist geil gewesen. Ist wirklich das geil. heisst nicht, im BBC läuft auch Bring Me The Horizon. Ja, voll. Also. Genau. Also. Dann Radio 24 nimmt den Finger aus dem Arsch. Genau. Lass mal Imperio laufen. Ja. Radio 24, nimm den Finger aus dem Arsch, gib dem Ricky und mir einmal im Monat eine Show und wir Schweizer Metal-Bands pushen. Komm, Radio 24, do it! Ich habe, glaube das letzte Mal ein Radio gelesen vor 15 Jahren. Ich meine, es läuft auch nicht Radio 24, do it, gib dem Ricky und mir eine Show. Wir haben keine Ahnung, aber das kommt eben genau das. Das letzte Mal, wo ich Radio gelesen habe, ist nur, weil Goris Dad von White Hot mal... Brudi, du hast Radio gelost, weil du hast sogar ein T-Shirt gewonnen, was du das letzte Mal Radio gelost hast. Du Lüge sau. Radio Bern stimmt, aber nur weil das mal District drin war. Und ich kann unbedingt hören, was die Jungs erzählen. Und dann habe ich das T-Shirt gewonnen. Und merci Jungs, merci Radio Bern. Aber Radio Bern, sie machen es ja, glaube ich, das ist auch ein bisschen anders als normale Radios. Ja, keine Ahnung, Alter. Das ist wahrscheinlich... Ja, sie haben eine Schweizer Local Band gehabt, also ist es wahrscheinlich anders als normale Radios. Eben. Mehr so Radio, bitte. Aber jetzt ist die Frage, was sind normale Radios? Weil es gibt mehr solche Radios wie grosse Radiosender. Ja. Gut, ist das Radio oder ist das Internetradio? Das ist halt die andere Frage, bin nicht sicher. Rabe ist doch ein normaler Radiosender. Ist ein normaler Radiosender? Rabe. Ist ein Radiosender, Läuft das im FM oder AM? DAB Plus, Bruder, nicht mehr laut FM. Stimmt, ja. Eben, du siehst ja keine Ahnung vom Radio. Das ist Hören. aber DAB Plus, UKWM, ja, das ist ein normaler Radiosender. Doch, FM, sag mal. Das ist 95,6. 95,6. 40 Kilometer um Bern empfangbar. Alright. Spannend. Ja, aber du siehst ja keine Ahnung. Und DAB Plus Radio ist Internetradio, nicht? DAB Plus ist nicht Internetradio, es ist digital, es ist digitale Funkwelle. Alright. Also, es ist nicht Internetradio, mhm. es ist einfach nicht analoge Funkding, es ist digitale Funk. Und digitale Funk kannst du hören ohne Internet? Es ist Funk, es ist nicht Radio. Okay, es ist nicht cool. Internet, es ist Funk. Siehst, ich meine... Es kommt über die Funkantennen rein. Geil. Du brauchst einfach einen DAB-Empfänger, aber es ist nicht AM. AM oder FM ist einfach analoger Funksender. Ja. Und DAB Plus ist einfach ein digitaler Funksender. Alright, cool. So, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn ich es nicht richtig im Kopf habe, schicke uns eine Sprachnachricht und erkläre es mir. Ja, wir lernen immer etwas Neues da. Aber cool, also so Radios finde ich geil, wenn Slots und Spaces für lokale Metal-Bands das sind aber auch viele.
Hast du eigentlich den Aprilscherz vom steht bei welchem Radio schafft der Ivo jetzt? Der Zwinti. Ah, stimmt. Aber Toxic, was bei Toxic Ja, FM, wo der Ivo Meisterdrahtzieher war, Ivo von People Die at the Fair. Sie Shoutout. hat Toxic FM das Video gepostet, wie sie ihrem Team jetzt erklären, dass sie nur noch Schlager laufen lassen. Und im Meeting hat der Ivo dann fake ausgerastet und Stimmt, ist ja. rausgerannt und hat Ja. gesagt, nur Scheiß, was soll das? Ja. Fucking Was läuft hilarious. eigentlich in Toxic FM so für Musik? Ja, so ein bisschen alles, glaube ich, so Ja. modern. Ja, das können wir gerade mal schauen. Toxic. Also der Ivo ist Ja, Programmchef, von dem her. Aber Wahrscheinlich einfach so auf die Fresse hau HC 24. das wäre fucking funny. Aber ich Ja, aber weiss, ich glaub der nicht. Ivo macht auch eben DJ und so, oder? Ich glaube, es läuft. So. Musikwunsch, gehen wir Dropout bei Dance- Versus schauen. Dance, Electro. Aha, ja. Aber gehen wir zurück. Du kannst einen Wunsch rein tun. Tu mal Dropout von Versus. Ist gut. X. Machen wir gerade. Der Musikwunsch. Jawohl. Musst du sicher anmelden. Wie okay, Vorname, Name, Songtitel, Interpret. E-Mail, Telefon und Grüße. Und sagst Grüße am Ivo. Internet, Jawohl. Interpret. Ja, genau. Genau. Telefon, ja, bla. Möchte ich nicht angeben. Okay. Liebe Grüße An Ivo. Ivo. Jawohl. Super. Tipptopp. Musst du noch etwas senden. Alright. Das Telefonnummer. Was kann er jetzt schicken? Ei. Alright. Nachher kann er nicht gesendet werden. Muss die Telefonnummer angeben? Ja. Mach Eis. Nein, ich gehe auf meine alte. Alright. Dann bekommst du einen Anruf vom Ivo live im Fernsehen. Sehr schön. Senden. Wieso? Hey, Toxic FM, euer Songwunsch-Ding funktioniert gar nicht. Wieso, was hat ihr den Scheiß Dings muss auch? Nachher kann er nicht gesendet werden. Bitte besuchen Sie zu einem Ja, späteren Ivo, Zeitpunkt. könnt ihr mal euer Page-Dings muss da go klicken? Das funktioniert nicht. Wir können Egal. nicht Musikwunsch geben für Toxic FM, das ist nicht gut. Egal, nächster Song. Voll. Von der werten Herren Save Las Breath, der Stimmt. Song Blackbox. Mhm. Weißt du, was ich letztes, als ich den Song im Auto gehört habe, das Gefühl hatte? Ist ein Song schon raus, gewesen, wo wir die Jungs hatten? Nein. Schon nicht. Ist vor Kavigawa rausgekommen. Mhm. Und was mir letztens aufgefallen ist, Metal has finally caught up with Save Your Last Breath. Mhm. Wieso? Ja, weil der Song tönt, wie viele andere Metal-Songs heutzutage tönen. Ja, Und das liegt nicht daran, dass Save Your Last Breath sich angepasst hat. der ist jetzt sich angepasst. Ja. Das stimmt. Nein, das ist ein geiler Song. Das ist ein geiler Song. Das ist wirklich, ich Ja. will ihn hören. Er ist ja, nicht untypisch melodisch, aber er ist weniger düster als andere Save Your Last Breath Songs. Mhm. Aber und mehr irgendwie, ich weiß nicht, ich wollte nicht Architect sein. Zugänglicher. Bisschen zugänglicher. Nein, das nicht. Das ist immer noch Weniger absolut, Black Metal Vibes. ist immer noch absolut hässlich. Ja, er ist einfach weniger düster. Er hat ein bisschen mehr- Modern. Sie sagen jetzt ja auch nur, sie machen Modern Metal. Ja, genau. Also, wir sagen jetzt schon vom Anfang am Podcast, dass Save Last Breath ist einfach ein Song entfernt von viral sein. Es muss einfach der eine Song Es ist nicht mal rauskommen. ein Song. Die Songs haben es schon. Ja, es Es muss ist- einfach im Moment finden, wo es nachher die Explosion, den Moment gibt. Ich meine, oder? die haben 20.000 Instagram-Follower. Ich verstehe nicht, wieso die noch nicht mehr poppt sind. Ja, Nein, gut. Instagram-Zahlen und Facebook-Zahlen sind Sachen. Wahrscheinlich nicht immer so. Ja, das stimmt. Das ist eben das, was ich immer sage. Du kannst nicht einmal mehr auf Streams gehen heutzutage. Wenn eine Band 100.000 Streams auf einem so Song viel hat, kauft heisst die es gar Streams, nichts. Playlists und so. Ich meine, ja, das gibt so viel. Das heisst gar nicht. Wenn eine Band Millionen Streams hat, heisst es nicht, dass Nein. an ihre Local Show im Werkbaden irgendeiner kommt. Das stimmt, das ist wirklich so. Anyway, nächstes, was wir haben. Genau, also wir haben vorher schon wegen No Kings and Slaves, wegen die EP-Tafel, die sie hatten, die Plattafel. Und die EP heisst 3. Wahrscheinlich, wie es dritte ist. Ja, weil es hat 4 Songs drauf. Ich bin gerade verwirrt. Vielleicht ist die dritte EP Ich nehme rausgekommen. an, es ist die Oder? dritte EP rausgekommen. Außer es ist einfach so, ja. Es ist wirklich geil, sehr Mhm. gute EP. Der letzte Song ist heavy. Ja. Und zwar nicht heavy, weil der Song nicht heavy im Sinn von Mick Gordon Doom Eternal Heavy, sondern der Song Mhm. ist heavy zum Hören. Wer ist der letzte Song? Ich habe keine Ahnung, wie Ich der habe die heißt. Playlist, habe ich Timekeeper nicht da.
Ja, das ist die Single-Auskopplung. Ja. Also, der letzte Song heisst, glaube ich, irgendwie Grasp of a Memory oder so. Aber der ist richtig, also der ist heavy. Der Ja. ist, Nein, also ich habe die EP gelesen und ich muss sagen, Respekt. also Eben, er ist emotionally ja, heavy. ich meine, wie Wie gesagt, der Tommy Schmidt vom Podcast Shackle of Life. Shackle of Life. Gemischtes Hack für sagen, das macht was mit einem. Nein, also es ist, wie gesagt, wir reden wegen High Level von der Schweizer Szene und das ist definitiv eine von den Bands, wo der Level auch aufpusht. Yes, man. Definitiv geil. Also immer noch in meine Bucketlist, zum No Kings und Slaves live zu schauen. Ja, dann habe ich doch das fucking Geschenk für dich. Du kommst am 21. Juni auf Luzern mit uns. Alright, also. No Kings, No 21. Slaves spielt mit 4 Live und Versus. Stimmt. 21. Kommst einfach Juli. 21. Juni, einen Tag bevor wir zusammen im Baden spielen. Ah, einen Tag vorher? Ja. Alright, ja, in dem Fall. Dann wir gerade notieren, dann komme ich weit. Das ist geil. Also ich freue mich mega. Ich freue mich mega. 21. Das ist wirklich, ich freue mich fast so fest wie dort, was geheißen hat, wir spielen mit der Small District. Obwohl, wahrscheinlich ist das dort, wo wir alles einladen für das Konzert am nächsten Tag. Sagst du deinen Kollegen mal, sie sollen das selber machen? Alright. Also das ist Konzert. Ich könnte sie auch morgen noch einladen, Jungs. Ja, können wir natürlich auch. Ich müsste am Freitag proben, da kommst du sowieso nicht. Ich Ja. kenne euch. Nächster Song, Blackest Heart, Wild. Sind die Gedanken dazu? Ey, brutal, fucking hell. Also die habe ich auch gehört, die ist auch, glaube ich, eine neue Band. Wo ich glaube, habe ich gesehen, dass der Carlo oder jemand von, ich glaube, jemand von Breakdown of Sanity hat das geshared. Und die sind heavy gut, man. Das ist voll nicht mein Sound eigentlich. Ich habe es vorher gehört, ich habe es nur nicht mehr im Kopf. Check's mal ab. Ja. Das sind ein Song und es sind einfach wie eine internationale Band, man. Das ist Modern Metalcore, oder? Voll, spiel schnell den Oh nein, das ist nicht Modern Metalcore. Nein, das ist Rock. Das ist Rock, das ist ein Rocksong. Ja, das ist ein Rocksong, den habe ich richtig geil gefunden. Genau, hure gut. Also noch ein bisschen laufen. Ja, das ist ein moderner Pop-Rock-Song Genau. mit Synthi-Element drin. Das Hure ist gut. ganz geil. Das ist wirklich insane. Moderner Rock und insane. Also Level ist brutal high. Basically BMTH als Rockband. Nein, Ja. ich sollte aufhören, immer andere Bands vergleichen. Es ist einfach richtig stabil. Es stabil. ist Blackest Heart. Ja, Blackest das ist wirklich Heart geil. mit Wild. Sie haben ja nur einen Song auf Spotify. Ich bin gespannt auf mehr Songs. Ja, Weil das ist eigentlich wirklich höre ich so Sound nicht, aber der ist sick. Ich höre eben so Sound. darum Ja, ist eben, es genau. geil. Ja. Ich habe letztes Jahr angefangen, wieder Tokyo Hotel zu hören. Ah, so schön. Ihr Song White Lies ist absolut geil. Wir sind im Bandraum gestern. Ist das neu? Nein, Timo, ich habe ein Musikvideo fertig drehen. Mhm. Timo Ja. und Domi haben nur diesen Song angefangen zu lernen auf Instrument, das sie gar nicht Ah, spielen. das ist das, was du geschickt hast. Ja, also der Domi hat auf der Gitarre angefangen zu spielen, Mhm. Timo hat auf dem Bass angefangen zu spielen und ich habe mir nur gedacht, wir würden jetzt einmal so viel Motivation für unsere eigenen Songs haben, wäre es schön. Mhm. Anyway, next song, Path of Wrath, Genau. The Way. Ist es Yes. Metalcore oder ist es Metal? Metalcore. Ich weiß aber nicht, ob es Core ist. Und brutal gut. Ich hätte gesagt, es muss ist sagen- einfach moderner Metal. Ja, Es was hat sind nämlich schon- Breakdowns nicht? Ja, also Breakdowns hat es im Metal auch schon gehabt. Ich hätte Metalcore gesagt. Finde ich auch richtig geil. Ich habe auch die Dings, ich habe auch die Konzerte Also, gehen. es klopft auf jeden Fall. Es ist Ja, weil sie haben zusammen mit A Lost Game und Written by Witches gespielt im Ebri. und nicht mit. Aber genau, es war am Freitag gewesen und Freitag proben wir. Heisst, ich kann nicht gehen. Schade. Aber ich wäre gerne dabei gewesen, weil die 3 Bands, die gespielt haben, sind wirklich geil. Also könnt mal Path of Wrath abchecken. Tönt auch gut. Sie Ja, glaub, ist wirklich einige stabile. Songs auf Spotify. Ich sage Modern Metal, Ricky sagt Metalcore. Modern Metalcore, würde ich sagen. Okay, Ja, das ja. ist fair, das kann man machen. Voll. Nachher, EXO, die eine von den 1000 Bands von Basil. Und ich glaube, es ist irgendwie, sind ein paar von Live Crusher drin. Ist sie Vegan Straight Edge? Ich glaube nicht, aber es haut auf die Fresse, Bruder. Ohne Scheiß, der Song, also ich habe es vorher auch gelost. Das ist, ist das die Hälfte von Live Crusher? Es ist, eben, es ist Cute 8K Violence. Die Cute 8K Namenbeschreibung. Violence, ist das Genre? Okay, das ist doch Rami von Live Crusher. Und ich habe gemeint, das ist der Basil drin, oder auch nicht. Nee. Fuck it. Aber es sind heftig, es sind hässig. Vocals sind auch ein bisschen anders als Live Crusher, ein bisschen tiefer. Respekt, mad Respekt, sind wirklich gut. Hart, heavy. Ja, ist geil. Sie haben den Song mit Dethroned und Blossom Decay, glaube ich. Kann ich nicht, aber der Song Rotten habe ich da
rein da. Ist geil, klingt gut. Gehen Sie mal abchecken. Ja, ist hässig. Das ist Ja, ein hässiger Song. richtig hässig. Also, bin ich gespannt. Gut, während der Ricky seine Nase schnitzt, übernehme ich einmal. Der nächste Song, den wir da drauf haben, ist von den werten Damen und Herren von Irony of Fate. Der Song heißt The Morning Star. Mhm. Und wenn du auf stabile Melodic Metal mit gutturalen Vocals stehst, solltest du dir den Song geben. Yes, definitiv. Weil das ist es. Ja. Stabile Melodic Metal Song Mhm. mit. Melodeath. Melodeath stand. Was? Melodic Death Metal. Ja. Wie nicht gerade das Melodic Metal ist Lotrify. Nein, Lotrify ist sicher nicht Melodic Metal. Lotrify ist einfach Lotrify. Ja, Lotrify bezeichnet sich als Melodic Metal. Aber ich bin, ja, also. Hey, sorry, schade, begrenzt eigentlich sehr scheiße. Ja. Irony of Fate, Morning Aber ich Star. finde, Irony of Losen. Fate instrumental hat viel vom Gothenburg-Style. Ah ja. Deswegen würde ich schon bei Melodeath bezeichnen. In dem Fall Melodeath. Ja. Dann ziehe ich mich durch mit. Haben wir halt über die falsche Band geredet? Ja. Mit dem Tom. Temli. Mit dem, ja, da kommt schon wieder mal mit Irony of Fate. Ja, laden wir in uns Wette ein. Ja, voll. Dann kommen wir auch nicht mehr zum Reden. Genau. Dann Vicious Rain. Unsere Überflüger aus Baden. Ja, sie Brudis haben nochmal einen Song rausgehauen. Like a Nightmare. Ist geil. Eben. Ist halt, Er ist ein bisschen anders als die anderen. Er ist weniger melodiös. ja, genau. Er ist weniger melodiös. Er Voll. ist mehr. Ja, mehr straightforward rhythmisch. Mhm. Und am Schluss gibt es Black Metal. Hätte clean Chorus? Hey, keine Ahnung. Alter. Glaube im Fall nicht. Nein, ich glaube, der ist nur Geschrei. Der ist Ja, einfach genau, nur- Und genau, dann am voll. Schluss Black Metal. Na cool, ja. Eben ein bisschen Kontrast von den anderen Songs. Aber eben, sie ist halt der gleiche High-Level, wo wir schon erwarten auf Vicious Rain. Da erwarten wir nicht anders. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der Song ist gut, aber mir fehlt so ein bisschen catchy Chorus. Ich habe einfach anhand von allen Songs, die schon released haben, habe ich mit einem catchy Chorus gerechnet. Klar. Und klar. er hat keinen catchy Chorus. Das ist nicht, dass Es der ist- Song nicht gut ist. Ist einfach- Ich glaube, wenn du die mit den anderen vergleichst, die anderen haben viel mehr einen catchy Chorus. Da hast du recht. die anderen sind basically catchy Chorus-Songs. Genau. Weil, Und der halt nicht, was auch gut ist. Ja, voll. Ich glaube, das ist mehr so ein Riff. Ich finde den Black Metal Part am Schluss dafür sehr geil. Ja, genau, Das ist genau. catchy Chorus nicht drin, dafür Black Metal am Schluss Ja. finde ich geil. Ich glaube, es ist ein schöner Kontrast, wenn nachher alles in ein Stück los ist, wie im EP oder Album. Stimmt, da kommt ja wahrscheinlich ein Album raus. Ja, wahrscheinlich dann passt gut zusammen, weil sonst, wenn du die ganze Zeit einfach so catchy, hooky, clean Choruses hast. Dann bist du guter. Ja, genau. Voll. Dann, ja, kannst du sagen, Ja, Insanity 6-1, ja. Mhm. Till We Collapse, Ja. HC, HC, punkig, dumpf. geil. Ja. Wirklich. Mhm. In der Fresse, laut, Wir hätten jetzt straight nicht up. anders Skaten. erwartet von Insanity 61. Nope, Genau. ist richtig gut. Voll. Liebe. Genau. Dann haben wir schon mal erwähnt, aber einfach so als Reminder. Magma Magma Ocean. Ocean. Geil. Price of Failure und Solitude. Beide 2 Songs auf Spotify. Sie haben keine anderen Songs jetzt aktuell. Sie haben, glaube ich, alle alte Monotone Train-Dings weggenommen. In dem Fall. Oder ich muss mal schauen, vielleicht haben sie es im anderen Profil. Vielleicht sind es 2 verschiedene Artists. Möglich. Also es ist, ja. Aber ja, geil. Geiler Scheiß. Ja, das ist geil. Mhm. Dann Next One. Mhm. Falls wir jetzt nicht mehr so enthusiastisch tönen wie am Anfang, das liegt nicht daran, dass wir nicht mehr enthusiastisch sind, es liegt daran, dass wir jetzt schon 18 Songs gesagt haben. Das stimmt nicht. Es sammelt sich, aber es ist gut. Es sind mehr als 10 Songs gewesen, weißt du? Ja. 1, Von 2, 15 bis 3, 4, 5, 16. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Songs, ja. Dann der nächste Song von der wir können nicht mehr Brudis sagen. Ja. Wir können nicht mehr sagen die Brudis von Xonor. Brudis Es sind und jetzt Brudines. Brudins. Brudis und Brudins von Xonor. Brudis und Brudins, ja. All Hail the Genocide. Mhm. Ja, das ist Xonor. Ja, Das voll. ist Fresh Metal. Mhm. Das ist in der Fresse. Ja, Das ist schnell. voll. Das ist geil. Und es hat Piggies im Cover. Ja. Ja. Und das Musikvideo ist auch geil. Ja, voll. Die Definitiv. Werbung für das Musikvideo ist auch geil. Die muss ich noch abchecken. Ich glaube, die habe ich noch Das gesehen. war der, wo er angekommen ist, wegen Tonight we steal the moon! Und nachher alle so Autistic. So alle rumschreien und einfach steht so drüber Autistic Government Hatred. Alright, muss ich mal abchecken. Vielleicht habe ich noch gesehen. Dann next. Voll. Bad Marilyn Ja. ist eine neue Band mit die alte Sängerin von Infinitas. Und die haben 2 Songs rausgehauen. Was? Alte Sängerin von Infinitas. Ja. Blauhaarig. Nein.
Nein, vorher, ne? von vorher. Genau. Ah. Genau. Und ja, Bad Marin ist so wie Oldschool Heavy Metal, hätte ich gesagt. Und ich muss sagen, die haben eben 2 Songs, I Die Inside und Children of Tomorrow. Mhm. Und ich muss sagen, I Die Inside, der Chorus, der Hook, bleibt noch im Kopf. Also Kudos. Ist auch nicht der Sound, den ich höre. Normalerweise. Aber es sind stabil. Mix ist auch stabil. Können Sie mal abchecken. Yes. Last but not least, Mhm. we have Pesticide. Looks that kill. Voll. Ist Hard Rock. Ist ein bisschen anders, als was wir normalerweise hören. Aber die Jungs haben uns mal in Instagram mal geschrieben und haben gefunden, das können wir gerade in der Playlist hinhauen. Das ist ein stabiler Song. Ist stabiler Song. Sehr stabiler Song. Voll. Wenn du auf Voll. Hard Rock stehst, hören. Mhm. Wenn du nicht auf Hard Rock stehst, hören trotzdem. Mhm. Lernst lieben. Ja, genau. Voll. Das ist es mit den Releases. Wir haben einiges gehabt, weil halt wir haben recht viel. Ja, ich bin halt Gäste. weg gewesen. Ich habe keine Zeit Der gehabt. Bruder ist wieder weg was gewesen. Wir haben den Gäste gehabt, ist auch gut. Aber dann haben wir können mal alle ein bisschen mal hören. Wie gesagt, ist in der Playlist auf Spotify. Ich muss einen Cabaret-Witz machen. Alright. Gäste und Gästinnen. Ja, genau. Okay, Entschuldigung. Voll. Ja, das ist mal zu den Releases, die wir mal haben in der Zeit. Alles findest du aber, wie gesagt, in der Spotify-Playlist. Mhm. Metal selber auch auswählen und wiedergehen. Mhm. Und jetzt Und dann können wir mal Konzertfragen. finally zu den Konzerten. Mhm. Woo! Oh shit. 4., 5. Das ist auch 4., 5. So viel haben wir gar nicht gehabt. So Ja. viel sind es nicht. Aber Ich kann eben, es gibt sicher mehr Konzerte, aber wir haben jetzt nicht so viel eingeteilt. Ich habe gesucht heute in Instagram, mal durchgescrollt und geguckt. Aber ich glaube, so viel. Aber jetzt kommt bald Festival Season, von dem her ja, das ist schon geil. verständlich. Und jetzt am Samstag. Festival Season, keine Spielkonzerte, alle gehen nur saufen. Ja, voll. Und ja, also da haben wir zum Beispiel als erstes, ist eigentlich cool, ist der Samstag, Mhm. am 4. Mai. Der 4. Mai ist Samstag. Ja, morgen ist Donnerstag ist der 2., Freitag ist der 3., Okay. Samstag ist der 5., Ja. 4. Genau, in der Garage 8 in Olten. Hack, Circa und Freezes Dana. Mhm. Ist mächtig. Also Mächtig es geht einfach auf die Schnurren. ja. Circa ist ja Punk, Hack Mhm. ist Mundart Metalcore und Freezes Dana ist. Nur du. Ich will es jetzt Ja. nicht Nu Metal nennen, ich will es jetzt in Rap Metal oder Rap Rock nennen. Dann ist die Frage, wo hört Rap Metal auf und wo fängt nur Metal an? Genau. Mhm. Aber ich würde sagen, Freezes Dana hat ein bisschen mehr Rap Metal Vibes wie Alright. Metal Vibes. Ja, fair. Genau. Das ist sick. Freezes Dana schleift den Ficker. Hack Mhm. schleift auch sehr geil. Mhm. Circa habe ich leider noch nie gesehen. Alright. Dann. Dann haben wir den Segecore in einer sehr, sehr schöne Location, die Kulturhalle Seegasse in Burgdorf. Wirklich geile Location. Und der Segecore ist, glaube ich, ein jährliches Event, wo es gibt. Ich habe schon mal einen Segecore gespielt. Der KTF, ich glaube auch, einen Segecore gespielt. Und du spielst ja kein Chord, deswegen wahrscheinlich nicht. Ja, wir spielen kein Chord, darum Ja. nicht dort. Nein. Deswegen. Aber ja. Wobei, wir sind auch schon als Metalcore-Band eingestuft worden. Schon ein bisschen, also. ja. Und dort spielen 3 sehr coole Bands: Final Story, Vicious Rain und Avalanche. Yes, diesmal haben wir nicht vergessen, Avalanche Gig anzuzeigen. Just saying. Voll. Shoutout. Genau, am 11.05.24 in meiner alten Hut in Bülach. Yes. Moorgarten, Calarook und Dimension. Das Mhm. ist, wenn es jetzt stimmt, vielleicht Ja. sogar eine von der letzten Shows in der Kantine Bülach. Also die wird richtig abgerissen, oder? Anscheinend wird es jetzt wirklich durchgezogen. Ist das nicht seit Jahren so? Wohl, die geht auch schon seit Jahren zu. Aber ich muss das Z7, ich muss mich mit dem Z7 entschuldigen. Mhm. Zum Zeitpunkt, als ich den Z7 Rant gemacht habe, Ja. habe ich mich aber noch nicht müssen entschuldigen, Mhm. weil da war es noch so gewesen, wie der, was ich es gesagt habe. Ja. Habe jetzt letztes Jahr aber gehört, dass das Z7 sich aufgerappelt hat. Das Z7 geht nicht zu. Das Z7 Mhm. nimmt Kartenzahlungen an. Mhm. Das Z7 hat das Parkplatzproblem gelöst. Das Z7 hat Super. sein Leben im Griff. Von dem her, Ja. GG. Hut ab, Z7. Ja. Respekt. Du hast den Respekt von mir wieder zurückbekommen. Mhm. Ja, nein, also. Du hast gesagt, das ist am 11. Mai, der Konzert. Yes. Alright. Habe Sehr ich gut. gesagt. 11. Mai, Kantine Bülach, Voll. Moorgarten, Calarook und Genau. Dimension. Der Vention ist Melodeath, Cararook ist Pirate Metal, Morgarten ist, glaube ich, auch so Pirate Metal, ist so etwas.
Voll. Sick. Jo. Dann, am 25. Mai im Mundwerk Oerlikon spielen Collective Decay, Shrinks und Fate of Faith. Bin nicht genau sicher, was alles die Jungs für Musik machen. Ich glaube Metal-mäßig, aber genau ist da. Ich glaube Shrinks ist also Punk. Ich meine, Shrinks ist eine Rockband. Shrinks ist glaube so Rock, Punk, Collective Decay keine Ahnung. Fate of Faith glaube auch so Alternative Metal. Finden wir schon los, Ja. Was steht auf Instagram? Wie? Collected, what the fuck? Oh, sorry, Alter, mein Hirn ist fried. Das kommt nicht mehr gescheit. Was steht? .ch. We combine different styles of metal music with focus Das ist sogar on eine rhythmic Webseite, cool. variants, So. dominant lead vocals and spherical synthesizer. Okay, wir machen Modern Metal. Okay, ja. Alright. Nein, wahrscheinlich eher Modern Metal. Ja, alright. Cool. Schauen wir rein also. Los mal. Jawohl. Und Warte. Ja. Sie haben keinen Gitarrist gehabt, es war noch Bass, oder? boah. Bass, Drums Du hast gerade Gesang. ein Video gesehen. Aha, vielleicht, ja. Du, keine Ahnung. Vielleicht ist Gitarrist Auf jeden Fall, Ja. Rock Metal ist an diesem Abend am Start. Dann, Ja, klar, müssen wir auch erwähnen. Fear Forever Tour, die dritte Edition von Fear Forever Tour. Da spielt Eversys, Fear Lab, Whiteout und Last Chance to Say Goodbye. jetzt beruhig dich mal, du hast den Hand noch vergessen. Was? Den musst du schauen. Ah, ja, genau. Genau, Stimmt, am den habe ich vergessen. 21. Juni ist die nächste Alright. Das stimmt nicht mal, das sind noch viele. 21. Also, schau jetzt, ich über den Tag schnell. Wir müssen das nämlich alles aufschreiben. Also, am 8. Juni in Basel, Fear Forever Tour, Fear Lab Eversys mit Local Support von Wrath of Alga in der Valhalla Bar. Das wird fucking sick. Der Eintritt ist, soweit ich weiß, gratis. Es gibt dort Met. Also, wenn du in der Region Basel bist, komm bitte vorbei, weil es wird sehr geil und wir haben auch T-Shirts zum Verkaufen. Dann, 21.06. im Bruch Brothers in Luzern, das Gleiche. Fear Lab und Eversys, aber mit der grandiosen No Kings, No Slaves. Mhm. 22. Juni, Tag danach. meine Geburtstagsparty. Ja. Unfreiwillig. Mhm. Also, wenn du willst, Geburtstag feiern mit mir, komm dort hin. Mhm. Nämlich Fear Lab, Ja. Eversys, Whiteout und Last Chance to Say Goodbye Yes. im Werk Baden. Mhm. Es wird absolut grandios. Das wäre geil. Tickets könnt ihr euch für das Konzert schon im Voraus kaufen. Mhm. Macht das bitte. Luzern nicht. Nein, Luzern nicht, das ist Bruch Brothers. das Aha, ist Bruch Brothers, ja, stimmt. Und ja, macht das bitte. Kauft euch Tickets im Voraus, wenn ihr Mhm. kommen ja, wir Ist können geil. Metal Servala Geburtstagsparty Ja. feiern zusammen. Voll eine spezielle Grillparty. Ja, das wird Ja. lustig. Voll. Wieder mal ein wer Grillfest. erratet, wie alt er sich wird, bekommt von mir gar nichts. Mhm. Aber ja, stimmt. Der zweite Grillfest, das wir haben. Das zweite Grillfest, Ja, stimmt. ja, tatsächlich. Ja. Ja, das eine Grillfest war ja auch ein Grillfest, gewesen, aber das war unvorbereitetes Grillfest. Gewesen. Ja, also, das ist ein Surprise-Grillfest. Surprise Grillfest. Jetzt ist Ja. das zweite Grillfest. Das erste ist, was war es? Grillfest mit Siamese. Und das ist jetzt Grillfest. Einer von uns zwei wird 30 und ich sage nicht wählen. Mhm. Ja, genau. Alright, geil. Dann, wo ist Tinder? Wir müssen es anschreiben, Alter. E? Nein, das ist C. Ja. C-D-E. Ah, shit, ich habe es zweimal getroffen. Ja, Warte. ja. Du hast einen Miss-Trigger gehabt. Ja. Also, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile schon einen Bassist gefunden haben, aber Unified Move habe ich gesehen, suche den Bassist. Ist aber auch, glaube ich, vor einem Monat gewesen. Also wenn sie einen Bassist suchen und nicht einen Gitarrist, der Bass Ja. spielt, dann haben sie garantiert noch keinen gefunden. das ist möglich. Also, falls sie immer noch keinen Bassist haben, schreibt mal, wenn du ein Bassist bist und willst bei Unified Move spielen. Voll. Genau, schreib Unified Move an. Fear Lab suchen auch einen Bassist. By the way. Dort sind sie zwar bereits schon in den Auditions, Mhm. wir haben irgendetwas gesehen auf Instagram, Ja. aber wenn du Bassist bist und du würdest gerne bei Fear Lab spielen, Schreibst du mal. schreib mal, ihnen. Jungs. Ja, voll. Weil es sind sehr, sehr, sehr sympathische Leute. Mhm. Wenn du nicht weißt, wie Fear Lab tönt, dann komm einfach am 8. Juni auf Basel, am 21. Juni auf Luzern und am 22. Juni auf Baden. Dann Was ist am kannst 8. Juni? Warum haben wir es nicht? Fear Lab, Eversys und
Breath of Alga in Basel. Wieso habe ich es nicht in der Liste? Du hast nichts in der Liste gehabt, außer der eine Gig, den du selber auch spielst. Ja, siehst du, ich bin so ein sehr verliebter Bastard, weißt du? Ja, zum Glück weiss ich es ja. Also am 8.6. Am 8.6. sind wir. Genau, 8.6. Versus Fearlab 8.6. Ich Und muss auch mal. Breath of Alga in Basel. Ich muss auch mal Blues for Wrath of Alga gehen, live schauen. Hast du sie noch nie gesehen? Doch, Ja, Bullet, aber dort hast du wahrscheinlich nicht so viel Zeit gehabt. Eben. Dort Aber- haben wir auch nicht miteinander geschnurrt, Alter. Nein, 8.6. ist es Montag. Ah, nein, ist Juli, warte schon. Nein, es ist am Samstag, Alter. Alright, ja, 8.6. So, ja, voll Montag. Basel. Übrigens, wie ich so ein selbstgeliebter Bastard bin, ich habe einen neuen Song von Red of Alga produziert. Kommt am 31. Mai raus. Dann ist er schon raus. Dann ist der Song schon raus, geil. Darfst du das überhaupt sagen? Ja, die Jungs sind schon, weißt du, viele Teasers am tun. Aber Und, Bruder, ich habe nicht so viel mitbekommen von dem ganzen Zeug. Ich bin vor gewesen. ja? Anyway. Aha, ja, voll easy. Nein, aber den habe ich produziert. Wieder mal Mission Master, falls du einen Song willst, gemischt und gemastert hast. Schreib mir mal. Geil. Yes. Geil. Voll. Ist cool. Ja, dann Ja, dann. bleibt uns eigentlich nicht viel anderes. Hast du noch irgendetwas, was du loswerden Ich willst? glaube. Also ich wollte nicht arbeiten. Ja. Keine Lust. Ich habe arbeitslos und Spaß Morgen- dabei wirklich gehabt. Morgen kannst du noch chillen. Nachher Fuck. läuft es im neuen Job. Ja. Nein, ja, cool wieder mal so chillige Podi zu haben. Ja, will man fucking 2 Stunden aufzunehmen. Ja, voll. Das ist Content. Das Ja. ist Content, der für euch alle gratis ist. Außer Mhm. für den Tim von Polar Shift, den Dave von Save Last Breath und LV, der Mystery-Mensch, wo wir nicht wissen, wer es ist. Yes. Die haben sich nämlich dazu entschieden, uns auf Patreon zu unterstützen. Voll. Das Wir- musst du nicht machen, Mhm. aber du darfst gerne, wenn du willst. So, wenn du unsere Shit gerne findest, willst du uns unterstützen, dass wir können, Stickers bestellen und was auch immer dumme Scheiß können machen, dann Handheld-Mikrofon für Festivals. also ich will unbedingt für die Metal Server Awards kleine Statuen machen. Boah, ja! Deswegen brauchen wir Patreons. Wenn du willst, dass wir am Ende des Jahres, so wie wir müssen so Einfach so kleine Himmelsstatuen. wir müssen wahrscheinlich auch rückgängig Statuen machen für die gewonnen haben 2023. Also, wir haben letztes Jahr eben Awards gemacht und machen das jetzt jedes Jahr. Und Fuck, Alter, echt jetzt? Ja, und wenn du willst, dass wir kleine Statuen von den Metal Saber Awards für die Bands jährlich machen. Und einfach dumme Scheiß. Findest du unsere Content geil? Das heisst, Wir- ich müsste mir Sachen überlegen. Ich kann Expello bitte Ja. ihr Album das Jahr noch releasen, dann weiss ich, welches Ja. Album das gewinnt. Ja, eben. Also, wenn du willst, unsere Shit supporten, einerseits du kannst uns auch folgen. Instagram, YouTube, wir haben Playlist und Spotify. Genau, wenn du es Aber wenn nicht du auf Patreon findest- unterstützt, dann musst du aber auch noch unseren Bands Genau, folgen, genau. nicht nur einem Podcast. Aber wenn du Das willst, ist der hey, weißt du was, für ein Bier im Monat die Jungs noch mehr supporten, dass wir dumme Scheiße machen können, dann findest du auf Patreon. Es ist im Linktree, im Link, wo im Instagram und überall drin ist. Kannst du gerade checken, kannst uns folgen und kannst eine OG-Wurst sein. Vielleicht gibt es noch irgendwann mal ein OnlyFans-Profil, wer weiß. Ja, genau. Und irgendwann, wenn wir genug Patrons haben, dann machen wir sicher auch noch Patreon-Only-Content, wo wir ein bisschen unsere Füße zeigen und Man roastet einfach Bands, mehr machen wir ein nicht. bisschen Skin zeigen. Aber Du kannst uns einfach eine Band schicken, wo wir sollen roasten und dann roasten wir die. das könnten wir auch machen. Das wäre lustig, ja. das könnten wir eigentlich machen. Ja, voll. Man könnte echt mal kurz, einfach mal einfach so für 2-3 Episoden mal so eine Band-Roast-Ecke machen, Mhm. wo aber Bands selber sollen uns schreiben, wenn sie gerne von uns gerostet würden werden. Alright. Das können wir machen. Aber was wir euch jetzt anbieten, ist, dass wir am Ende von jedem Podcast uns bei euch persönlich bedanken und eure Projekte und Bands und alles erwähnen. Ja, das ist gut, fuck it, das ist ein Open Market. Free Market, Free Society. Nein, aber deswegen, merci mal am Team von Polar Shift, gehen Polar Shift hören. Geile Scheiß. Merci am Dave von Save Last Breath. Sorry, Weil wir einfach- denen schicke ich jetzt dann eine Rechnung, so Weil oft wir- wie wir ihren Namen gesagt Weil haben wir im einfach Podcast. nicht genug von Save Last Breath reden im Podcast. Und merci am LV, dem Mystery Mensch. Ich weiß nicht, wer du bist. Der Ich weiß Louis nicht, ob Vuitton. du in einer Band bist oder nicht. Und ich habe sie geschrieben im Fall. Wenn du mal willst, dass wir das Projekt erwähnen, dann sag mal, wer du bist. Vielleicht ist es der Louis Vuitton. Louis Vuitton folgt uns in dem Fall, ja. Aber wenn du willst, dass wir auch deine Band am Schluss, wenn wir die Podcast erwähnen, dann
join us in So, Patreon. Bruder, jetzt langsam ist gut. Ja, Ich moderiere das Ganze jetzt ab. genug Selbstpromo. Tschüss. Du der Wichser, lass mich jetzt fertig reden. Ja, komm, mach. Ciao zusammen. Tschüss.